schon. Jetzt, Gundel, was siehst denn? Schick dich halt einmal. Herrschaft, der Flori kann alle Anblick mit den Gästen kommen und du bist noch nicht einmal mit dem Hausputz fertig. Ich kann mich nicht reißen. Ja. Halt! Herrschaft, lach doch nicht auf die Waschne mit deinen Schuhen. Ja. Kannst schon lang fertig sein da. Was willst du mit dem Papier? Hä? Das gehört zum guten Ton. Das gehört aufs Häuseln aus. Pass auf, ist prima weiches Papier. Ich hab's schon ausprobiert. So eine Verschwendung. Als ob nicht Zeitungspapier gut nur wäre. Du, der Flori hat gesagt... Der Flori hat gesagt. Nächsten sagt er nur, du sollst die aufhängen, dann tust du das auch. Also ich möchte bloß wissen, was du immer gegen den Flori hast. Er ist doch ein netter Mensch. Du, und er ist wichtig für uns. Weil er ist immerhin, und das darfst du nicht vergessen, er ist der Leiter von unserem Fremdenverkehrsbüro. Pass halt auf. Und er hat gesagt, dass er uns laufend Gäste herschickt. Ja, als ob wir nicht schon Arbeit genug hätten. Ach geh, auf das bisschen Arbeit mehr oder weniger kommt's nicht drauf zusammen. Der Flori hat gesagt, so Sommergäste sind nützliche Hausbewohner, die wo was einbringen. Flori hat gesagt. Ja. Ich kann schon bald nicht mehr hören. Mir ist das wurscht, was der sagt. Ich reiß mir wegen ihrem Kornhax aus. Was ist denn das? Du gehst so ordinär schneidest dich, weil du nicht, wenn die Gäste da sind. Was macht denn das für einen Eindruck? Und ein bisschen anständiger anziehen tust du auch. Schaust du wieder mal aus wie der Widerhex heute. Wenn ich arbeite, kann ich nicht im Sonntagsbank Ja, der Flori hat auch schon gesagt, dass du über gar so geschlampert rumsaust. Sollst ein bisschen mehr schauen auf dich, nicht? Ja, komm mal buckeln und runterrutschen, das Okay. kannst du ihm sagen. So, ich hab's jetzt auch, gell? Ja. Was ist, Marianne? Sind die Zimmer in Ordnung? Ja, freilich alles. Betten frisch überzogen? Auch alles. Und Shampoo in die Nachtkastel drin? Natürlich alles. In Ordnung. Ja, dann tut die umziehen, Marsch, die Gäste werden gleich da sein. Ist schon recht alles. Ist schon recht. Ja, jetzt erzähl doch mal zu. Bitte. Was wollt ihr jetzt eigentlich hin? Das Papier aufs Häusl bringen. So freilich das Papier aufs Häusl bringen, ja. Ja, okay, und du schaust jetzt, dass du fertig wärst da, mein Lieber. Ein paar Dings, ein paar Flirnfanger kannst du noch aufhängen. Und bis ich wieder komme, ist da alles blitzsauber, weil sonst staubt's, gell? Das ist ja der Es ist Zeit, dass ich rausbringe. Fremde Leute das ganze Haus auf den Kopf stellen. Und nur weil der Herr Florian Stingelmeier Zimmer für sein fremdes Volk sucht. Schachtelhuber der. Aber mir imponiert der nicht. Mir nicht. Wegen dem zerreiß ich mich nicht. Mein Gott, nein. Ich hab ja was vergessen. Mein Gott. Jetzt haben wir das ganze Haus voller fremde Leute. Was ist denn? Oh, mich freut's vielleicht gar nicht mehr, Mutter. Mich schon lange nicht mehr. Aber du weißt ja, wie der Vater ist. Wenn sich der was in den Kopf setzt, dann muss gemacht werden, ob wir wollen oder nicht. Der Flori, der Patz ist an allem schuld. Ist denn nicht Staat? Wenn das der Vater oder der Flori hört, dann ist gleich wieder Feier am Dach. Der Vater, der bildet sich ein, dass wir mit der Zimmervermieterei mehr Geld verdienen. Ja, und Geldgundel, das können wir doch immer brauchen. Also schick die. Schreib die Gäste werden gleich raus. Schick die. Servus Gundel, habe die Ehre, grüß dich Gott. Na, was ist los? Bist fertig, die Gäste werden gleich da sein. Halt! Was ist jetzt los? Bleib stehen. Was ist denn? Da stellst du dich drauf. Sag einmal, Gundel, da steht ein neues Kreuz und quer durcheinander. Bist du noch nicht bald fertig, ha? Ich beeil mich ja schon. Sind die Gäste schon unterwegs? Natürlich, der Bus, der ist eben angekommen. Jetzt sitzen sie drüben mit der Post und warten auf die Quartierverteilung. Sag einmal, wo ist denn dein Vater? Gerade raus. Der muss doch runtergehen, die Koffer dran helfen. Ja, dann sag sie ihm halt. Sag mal, was bist denn du so grantig? Ach, oder passt dir vielleicht nicht, dass ich euch Gäste ins Haus bringe? Wenn's nach mir gegangen wäre, hätt's keine Zimmer gekriegt. Ich leg keinen Wert auf fremde Leute in unserem Haus. Ich hab schon Arbeit genug. Gundel, jetzt schimpf doch nicht immer so rum. Schau mal, die Zimmervermieterei, die bringt doch viel mehr Geld an als die Bauernarbeit. Oder möchtest du immer weiter im Stall stehen oder draußen auf dem Misthaufen rumschuften, ha? Ein jeder vernünftige Bauer stellt sich heute auf den Fremdenbetrieb um. Gundel, dein Vater hat schon nichts Schlechtes gemacht, dass er auf mich gehört und die Zimmer freigemacht hat. Also reden kannst wie ein Advokat, das muss man da lassen.
Darum hat mich auch die Gemeinde zum Leiter vom Fremdenverkehrsbüro gewählt. Und du, Gundel, du wirst mir eines Tages noch einmal dankbar sein dafür. Du, der Bürgermeister... Halt! Der Boden ist nur los. Also, wenn du die Gäste auch so anbläst, dann kriegst du wahrscheinlich einen Ärger. Ja, der wird sowieso nicht ausbleiben. Schmarrn, Gundel. Ich bring euch nur das Beste vom Besten. 2 sehr nette Damen und und einen jungen Ingenieur aus München. Ha, vielleicht gefällt er dir. Mich interessieren keine Ingenieure nicht. Das glaube ich dir gern. Denn so wie du jetzt ausschaust, wirst du wahrscheinlich wenig Eindruck auf ihn machen. Sag mal, Gundel, merkst du nicht manchmal selber, dass du so geschwampert rumsaust? Also ich weiß nicht. Ich kenn den Fall nicht anders, mit dem Treckert, mit den verlatschten Gummistiefeln und in der scheißlichen Hosen da. Ich brauch mir einen Gefallen. Gundel, ich hoffe, dass du dich wenigstens jetzt, wenn die Gäste kommen, ein bisschen anständig anziehst. Ich kann nicht so aufputzt, geschniegelt und gestriegelt rumlaufen wie der Herr Florian Stingelmeier. Das gehört zu meinem Beruf. So, das Rumpussieren mit den fremden Frauenzimmer wohl auch, hä? Was soll das wieder heißen? Ha, du verstehst mich schon. Die Saison ist deine höchste Freude, gell? Die Gaudi gefällt dir schon ganz narrisch, gell? Jeden Tag ein anderes Frauenzimmer, jede Nacht was anders los. Mal drüben im Tirolerischen, mal drüben in Salzburg, im Peterskeller, Empfangsabend, Blattlerabend, den ganzen Sommer durch. Ja, und wenn dann leider die Saison vorbei ist, dann kommt der Herr Florian Stingelmeier zu den Taxenbergers und tut so, als könnte er nicht bis 15. Sag einmal, Gundel, was fällt denn dir eigentlich so zu beleidigen? Die Wahrheit ist, ein Saisonguckel bist, der sich von der handfesten Arbeit scheicht wie die Katze vom Wasser. Du, jetzt bist du aber Status gehört. Ja, fällt mir doch gar nicht ein. Ich muss dir doch einmal endlich sagen, wie ich über die denk. In meinen Augen bist du ein ganz windiger Kerl, der die Bau und die Zimmer abschwatzt, nur um fremde Leute zu gefallen. Ein Tag, der bist, ein nix nutz, ein Weiberjäger. Sag einmal, Gundel, was ist denn dir auf einmal gefahren? Das ist ja die reinste Majestätsbeleidigung. Ja, es muss dir doch einmal endlich jemand sagen, was du für einer bist. Ich hab keine Angst, dass du die Gäste woanders hinschickst. Ich pfeif auf die fremden Leute, wenn mir das Bleib vor der Pfeffer wächst. Und wenn du dich im Herbst, wenn's wieder Start und Fahrt ist bei uns im Dorf, wenn du dich da noch ein einziges Mal unterstehen sollst auf unseren Hof zu kommen, um den Papp den Mostweg zu trinken, und wenn du dich noch ein einziges Mal unterstehen sollst, an mein Kammerfenster zu kommen, bist du dann leicht wieder heim, dass der Herr uns helfen wird. So, jetzt ist mir wohler. Jetzt ist es endlich raus, was mich schon die ganze Zeit erdrückt hat. Jetzt weißt du, wie ich über die denk, du Saisonguckel, du! Was ist denn mit der los? Die muss ein giftiges Schwammerl erwischt haben. Und wo bist du mit den Gästen gekommen? Was die Gäste Jetzt ist doch gefunden, mein Alter! Hallo, ist er denn? Wo ist denn die Kunden, die Gäste gekommen? Wo schreibst denn? Hallo, ist du? Maria, die sind schon im Anholen. Marianne, gut. Hey. Oh, Flori, gut, dass du da bist. Du, die kommen schon. Ich sag dir was, mir bricht der Angstschweiß aus. Nur nicht aus der Ruhe kommen, Alois. Ja, das sagst du so einfach. Ist da alles in Ordnung? Wunderbar, alles sauber. Wo sind denn die Fliegenfanger? Ich hab doch gesagt, Fliegenfanger sollen aufgehängt werden. Marianne, Gunther! Wo seid denn wieder? Schnell gehen's übereinander. Alois, was hast du denn? Es kommen doch bloß 3 Leute. Ja. Da brauchst du dich doch nicht so aufregen. Wer regt sich denn auf? Ich bin die Ruhe in Person, siehst du das nicht? Du, bin ich anständig angezogen. Ja, mach's Westel zu, Knopf machen wir auch noch zu. So, Alois, pass auf, jetzt! Alles in Ordnung, sauber bist du beieinander, ja? Ja. Du, was soll ich denn sagen, wenn's kommen? Du begrüßt sie recht freundlich. Vielleicht eine Hand auch geben. Ja, das kann nicht schon. Ja, Oh, ich glaub, sie kommen schon. Alois, auf geht's! Was? Die Herrschaften hereinspaziert, willkommen auf dem Dachsenberger Hof. Ist das gemütlich? Eine echte Bauernstube. Oh, wie köstlich. Sind Sie der Hofherr? Ja, ich bin so frei. Ich heiße Hermine Vogelsang. Ja, ein Preissinn? Ja, genau, hört man das? Kaum. Ja, ich war da alles Dachsenberger, wenn's recht ist. Alles das ist, Fräulein,
Wie war gleich wieder Ihr Name? Ingeborg Grotius, Herr Stingelmeier. Herrschaftszeiten, wie habe ich das bloß vergessen können? Hä? Also, alles, das ist das Freund Ingeborg Grotius. Guten Tag. Grüß Herr Freund Krokus. Grotius. Grotius, ja. Ja, und das ist der Herr Gustl-Berger, ein Ingenieur aus München. Was, ein echter Münchner? Ein waschechter sogar. Grüß Gott, Herr Taxenberger. Sehr gut. Ja, ich hab gemeint, die sind schon am Aussterben, die Münchner. Nein, es sind schon ein paar da. Herr Berger, ich muss sagen, das ist wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie bei uns im schönen Bayernland Ihren Urlaub verbringen. Ja, warum sollen Sie ins Ausland fahren? Was doch bei uns viel schöner ist. Ja. Nicht wahr, Fräulein Grotius? Natürlich. Übrigens, lieben Dank, dass Sie mir meinen Koffer getragen haben, Herr Berger. Bitte schön, gern geschehen. Kann ich jetzt mein Zimmer sehen? Selbstverständlich. Was ist los? Diese Aussicht. Der Panorama. Ach, Kinder, geht doch mal. Oh, und diese Luft. Einfach köstlich. Ja, dann jetzt natürlich die Geistnaufer, Frauel. Von der Luft haben wir genügend. Und ganz umsonst. Ach, Sie, Herr Stengelmeier. Ich bin ja restlos begeistert. Aber was? Also Sie, am liebsten würde ich sofort auf in der Berge kraxeln und einen Gipfelsturm, wa? Ja, Frau Vogelsang, da habe ich schon was für Sie. Passen Sie auf, wenn Sie mir einen guten, wirklich einen sehr guten Bergführer brauchen sollten. Unser Alois ist einer. Sie, das ist ein berühmter. Das ist der bayerische Louis Trenker. Ich glaub, dass du ein bisschen spinnst. Du bist schon 20 Jahre auf keinen Berg mehr drum bin. Da wird Zeit, dass du wieder auf einen aufgehst, ha? Na, und Sie, Frau Grotius, sind Sie auch zufrieden? Und was hab ich für ein Zimmer? Sie kriegen ein Zimmer mit Südbalkon und Bergblick. Ja, und ganz billig. 8 Mark pro Nacht. Mehr. Hä? Mehr. Mit Mehrwertsteuer waren es dann 22,50 Mark. Können wir jetzt die Zimmer sehen, Herr Stingelmeier? Selbstverständlich. Wo sind denn denn die Weiber? Was sein? Warte, schau mal. Entschuldigung, komm. Marianne! Das ist meine Alte. Gundler! Das ist meine Tochter. Ja, was ist denn einer gegen Koffer dran? Marsch! Bin ja schon da. Grüß Gott, die Herrschaften, grüß Gott. Oh, sind Sie die Meine Leute. Bäuerin? Ja, ich bin so frei, wenn's erlaubt ist. Ich heiße Hermine Vogelsang. Aha. Entschuldigung, da sind auch noch Herrschaften da drüben. Bitte. Grüß Gott, Berger. Ja, schön. Grotius. Ja, noch schöner. Taxenbergerin, wo ist denn die Gundel? Sag mal. Die ist nur im Stall draußen. Herrschaftszeiten, muss der Tramp im Stall rumwerkeln, wenn unsere Gäste schon da sind? Ah, sie hat gesagt, die Fremden können ja alle miteinander am Bugel runterrutschen. Bist du wahnsinnig? Sag mal. Ich geh hinaus und schmier dir eine. Alles, du bleibst da. Was ist denn los, Herr Stingelmeier? Alles in bester Ordnung. Wir gehen sofort auf die Zimmer rauf. Frau Grotius, ich gestatte noch, dass ich einen Koffer trage. Wenn Sie nichts dagegen haben, das mache ich, Herr Stingelmeier. Danke, Herr Berger. Ja, na halt nicht. Meine Herrschaften, kommen wir mit, da gleich geht's die Treppe rauf. Auf in die Bitte schön. So. Ja, was ist denn? Schau nicht so langsam. Da, Koffer drum. Ich kann schließlich nicht alles allein nehmen, nicht? Das ist ein gescheiter Kerl, ha. Mir lasst er die... Uah! Die schweren drum. Na. Herr Weiter, wo ist mir doch dann wenigstens die Hälfte? So, Frau Grotius, das ist Ihr Zimmer. Na, gefällt's Ihnen? Oh, wie hübsch. Mein Kompliment, Herr Stingelmeier. Mein Kompliment, Herr Stingelmeier. Passt ja, das rutscht ja am Obi. Wie köstlich. Und das ist ja ein Zimmer, Herr Ingenieur. Ja, prima, Bunde. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, Herr Taxenberger. Ah, der Münchner. Naja, ganz eine sympathische Stimme. So, meine Herrschaften, jetzt hört mal her. Wir treffen uns heute Abend in der Post. Da ist heute ein großer Empfangsabend. Das wird bestimmt sehr lustig werden. Wir reservieren auch gleich die Plätze. Ja, Gundel, du bist da. Was sind sie für Leute? Ja, ich glaub schon, dass wir zufrieden sein können. Ja. Und was sind sie für Weiberleute? Ja, ganz nett. Aber ich meine, die eine da, die Berlinerin, das glaube ich ist eine recht geschupfte Hina. Aber die Jüngere,
die Grotius, du, das ist ein ganz nettes Mädel. Und der Ingenieur? Du auch sehr nett. Ja, stell dir vor, das ist ein echter Münchner. Du, aber warum warst denn du bei der Begrüßung nicht dabei? Was horchst denn du da so umeinander? Ja, ich wollte erst wissen, was für Leute das sind. Jesus, Jesus, jetzt haben wir das ganze Haus voller fremde Leute und ein Haufen Arbeit dazu. Aber Madel, warum bist denn du nicht umgezogen, schau? Der Vater und der Flori, wenn die so sagen, dann ist gleich Feier am Tag. Ich bleib so, wie ich bin. Jesus, Jesus, du bist ja direkt aufsässig. Ja, was versprichst du denn davon? Der Flori soll sich ärgern. Ich tanz nicht so, wie der pfeift. Mein Gott, habt ihr euch schon wieder gestritten? Ja, meine Meinung habe ich ihm gesagt. Aber schon wir. Die steckt er sich nicht so schnell hinter den Spiegel. Schluss ist, Mutter. Ich will von dem Kerl nichts mehr wissen. Er taugt nichts. Er ist und bleibt der Taugdieb. Ein Mensch, der von der Arbeit nichts hält. Na, so darfst du auch wieder nicht sagen. Nach der Saison ist er wieder recht ordentlich. Nach der Saison. Aber wer es während der Saison treibt, das passt auf keine Kur hat. Na, Mutter. Mutter, ich darf mit dem Kerl totunglücklich werden. Das weiß ich jetzt und drum ist Schluss. Ja, so sagst du halt jetzt. Ich sage überhaupt nichts mehr. Für mich ist die Geschichte erledigt. Madel, schau, wir Weiberleut, wir müssen schon ein bisschen großzügiger sein. Der Vater ist auch kein Heiliger gewesen, bevor er an mir hängen geblieben ist. Ja, das Wirtshaus war ihm von jeher sein Lieblingsaufenthalt. Und noch die junge Madel, da hat der auch ganz gern gespernselt. Aber dann hat er schon eingesehen, was er an mir hat. Ja. Mutter, der Flori, der ist doch weitaus schlimmer. Der wird nie einsehen, was er an mir hat. Das Blöd bin ich ihm. Das Drecker, das Bayerisch. Hinter Seidenstrümpf und Geschneckler, die Haare ist er her. Der hat mir's doch selber ins Gesicht gesagt. Der Krautschneider, der Windige, der Bazi. Jesus, Madel, tu doch nicht wohnen. Schau, Gundel, zieh dir halt auch so ein Seidenwasch an, wenn du schon siehst, dass er das will. Ja, wie denn? Wenn ich bis zum Hals in Arbeit steck. Kann doch nicht im Sonntagsgewand ausmisten und mich mit Parfüm spritzen, wenn ich möchte. Nein, das nicht, Madel, aber nach der Arbeit, da magst du fest. Zieh dir so Seidenstrümpf vor, wenn du schon siehst, dass er's will. Die Mannsbilder sind schon manchmal so saublöd, ja. Die schauen bei den Weiberleuten mehr auf das Äußere, als wir auf den inneren Wert. Ja, also, du redest ja auch nicht gerade fein rum, Mutter. Bei mir ist das wurscht, wie immer anders aus. Der Vater, der merkt das nicht, und wenn er ganze Woche im Stallkittel rumrennt. Ja, was, Gundel, früher, wie ich jünger war, da hab ich dann auch so einen Seidenwasch angezogen mit so Rieschel und so Spitzel. Da hättest du dem Vater sagen sollen, wie er seine Bartslang außer drin hat. Aber heut, oh mein Madel, heut könnte ich anziehen, was ich wollte. Heut wirkt überhaupt nichts mehr auf ihn. Meinst du wirklich, dass ich mich umziehen soll? Freilich, freilich. Du ziehst dein schönes Trachtengewandl an, machst dich recht fest und gehst mit. So, meine Herrschaften, jetzt macht ihr fertig. Ich hole euch dann nachher ab. Gehst du auch nicht? Nein. Eins muss doch daheim bleiben und muss Haus hüten. Na, was ist, Dachsenbergerin? Bist du zufrieden mit deinen Gästen? Ich denk schon. Dann ist recht. Wo ist denn mein Alter? Der Alois, der steht gerade am Balkon droben und erklärt den Damen die Namen unserer Berge. Ja, hoffentlich weiß er's noch alle. Hoffentlich weiß es noch, da hast du recht, ja. Du musst mich entschuldigen, ich muss im Post runter. Ich muss für den Abend die Plätze reservieren. Oh, Dachsenbergerin, das ist ja jetzt blöd, gell? Du musst halt leider daheim bleiben. Ja, aber es macht ja nichts. Es genügt, damit er alles mitgeht. Der geht mit. Das schickt sich so, das muss sein. Du, das gehört alles zu unserem Geschäft. Du, Flori, weil du gerade da bist, jetzt kannst du mir doch eigentlich einmal Rede und Antwort stehen. Du, später. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Doch, du hast Zeit. Kim, jetzt sitzt dich her zu mir. Also gut, dann red schnell. Das pressiert mich nämlich wirklich. Was hat's denn zwischen dir und der Gundel gegeben? Was gehen wir? Nix. Lieg doch nicht, das war doch was. Ja, mein, beleidigt hat's mich heute. Namen hat's mir gegeben, wie sei es Homgockel und etliches mehr. Ich muss sagen, Dachsenbergerin, deine Tochter ist überhaupt nicht schnappig in der letzten Zeit. Du, sag einmal, Florian, wie lang kommst denn du zu uns da schon am Hof her? Wie meinst denn du das? Ich mein, wie lang du zu uns daher kommst? Ach, du meinst, wie lange ich zu euch schaffen?
Da müsst ihr jetzt wirklich einmal nachdenken, gell? Und dazu habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Doch, du hast Zeit. Also, sitz dich her. Seit über 3 Jahren kommst du zu uns am Hof. Na und? Kommst du da wegen mir? Ja, sei so gut. Kommst wegen Alois? Wegen unserem Most? Oder wegen der Gundel? Ja, einen guten Most habt ihr schon, das ist ja bekannt, gell? Ja. Und eine Tochter haben wir auch, das ist auch bekannt. Erst der zweiten Dachsenbergerin, was willst denn du von mir? Gar nicht viel. Ich möchte bloß fragen, wann du die Gundel heiratst. Ja, was ist denn dir auf einmal gefallen, Dachsenbergerin? Sag einmal, bist du übergeschnappt? Spinnst denn du? Nein. Seit über 3 Jahren kommst du zu uns am Hof. Kriegst jedes Mal eine Brotzeit und einen Most. 3 Jahre beobachte ich euch, dich und die Gundel. Geh. Jetzt zwar habt's doch was miteinander. Gib's doch zu. Dachsenbergerin, was soll ich denn da sagen? Die Wahrheit. Ja, wirfst du mir vor, weißt du? Nein, ich wirf dir doch nichts vor. Ich hab dir bloß was gefragt. Ach, jetzt merke ich, auf was du hinaus willst. Du willst mich zwingen, die Gundel zu... Aber das stimmt nicht, gell? Ich hab der Gundels Heirat niemals versprochen. Nein, wir sind nur miteinander so befreundet, wie man so sagt. Mir kommt aber die Geschichte ein bisschen anders vor. Und blind, blöd und taub bin ich auch nicht. Das werde ich mal was sagen, Dachsenbergerin. Ich bin bisher gern zu euch hergekommen. Wegen dir, wegen dem Alois und nicht zuletzt wegen der Gundel. Aber an eine Heirat, so wie du sie dir vorstellst, ist überhaupt nicht zu denken. Du weißt, ich bin vom Gemeinderat zum Leiter vom Fremdenverkehrsbüro gewählt worden. Das ist ein sehr wichtiger Posten, von dem das ganze Dorf profitiert. Und nur ein Lediger hat ihn gekriegt. Man weiß auch warum. Ja, da hast du recht. Weißt du, das Geschäft, das geht bei mir vor dem Privatleben. Und darum hätte ich die nächsten Jahre auch nicht geheiratet. Hast du jetzt verstanden? Ja, jetzt habe ich dich gut verstanden. Hey, was hast du denn jetzt? Nix, das kannst du gehen. Lass doch mal vernünftig mit dir reden. Spar das! Renn ins Wirtshaus! Du Saisongockel, du! Das war ja schon wieder eine Beleidigung, hä? Geh, steigt's mir alle miteinander und buckeln auf. Gibt's denn sowas, hä? Also bis später, meine Damen, gell? Herrschaftsand, das war fesche Weiberleid. Ja, ich weiß ja gleich gar nicht, die welche das mir besser gefällt. Die kurze Mollige oder die lange Dünne? Ja, die werden wir schon auch noch rausfordern. Wie spät ist denn eigentlich schon? Was, schon 5:30, um Gottes Willen. Marianne, zu mir rein, schnell! Was willst du denn? Ich hab keine Zeit, ich muss kochen. Du, Marianne, ich muss heute noch dringend in die Posten unter zum Empfangsabend, gell? Der Flori hat gesagt, da muss ich unbedingt dabei sein. Also richt mir mein Sonntagsjoppen her. Was? Du kannst doch nicht mitten unter der Woche dein Sonntagsjoppen anziehen und kannst ins Wirtshaus hocken. Der Flori hat gesagt, ich kann. Also bring mir die Joppen, Dalle. Aha. Und wer meinst, wer macht die Stallarbeit? Ja, dafür bist doch du da und die Gundel, nicht? Ah. Wo ist denn die überhaupt? Warum hatten die Gäste nicht begrüßt, bis er sie gehört? Sie war noch nicht ganz fertig mit ihrer Arbeit, aber jetzt zieht sie sich schon um. Ja, das wird auch gut sein, mein Lieber. Sonst kriegt sie es einmal mit mir zu tun. Mein Gott, schaut euch einmal die fremden Frauen an. Wie die fest beieinander sind. Gar nicht mehr wegschauen möchte man, wenn man die einmal anschaut. Und dann du und deine Tochter dagegen, mein Lieber. Schaust du heute auch mal wieder gefährlich schier aus, du. Alles, ist ja wahr, auch. Schau dich doch einmal an, die kreislige Schürzen, das alte Kopftuch da. Ich sag's ja, du und deine Tochter, ihr zwei passt zusammen. Und darum geh ich halt auch ins Wirtshaus. Ja, sag einmal, hat dir der Sakra, der Flori, schon so verrückt gemacht? Beleidige meinen besten Freund nicht. Aber was, bester Freund, der Bart, siehst ja, dass du das weißt. Du, gell, jetzt hast du Zeit, dass du schwitzt. Alles. Alter, Dachsenberger, ich kenn dich gut, gell? Zum Streiten fangst du mit mir an, damit du allein ins Wirtshaus gehen kannst. Du hast dich die ganzen Jahre hier nicht geändert. Schaust du jetzt, dass du weiterkommst, sonst passiert was. Ich sag alles der Gundel, was du für einer bist. Als Schau's nicht an, die schlaue Hex. Hat's mich also doch durchschaut.
Aber das macht nichts. Durchgesetzt habe ich, dass ich allein ins Wirtshaus gehen kann. Haha, das wird zünftig heute beim Empfangsabend. Ja, da werde ich das Plattel gleich mal wieder probieren. Das. Oh, ich glaube, das lasse ich lieber weg. Ich glaube, da trinke ich Massen. Ja, verrecker. Hier falle ich Ihnen, Herr Dachsenberger. Ja, aber schon wieder, mein Lieber. Jetzt rat ich nur mal. Oh, Sie. Ich werde gleich ganz wackelig, mein Lieber. Herr Dachsenberger, hier kicken Sie mal. Den verjubeln wir heute. Ich lade Sie und Ihre Frau sowie Tochter zum Empfangsabend ein. Was verzehrt wird, zahle ich. Weil es mir so gut gefällt bei Ihnen. Die gefällt mir immer besser. Sie, wir müssen gehen, Herr Dachsenberger. Wo haben Sie denn Ihre Damen? Was für Damen? Meine Weiber meinst. Ja, die können leider nicht mitkommen, gell, weil nämlich eine Kur wird bald kommen, gell, und da muss wer daheim bleiben. Was ist mit der Kuh? Also, du verstehst ja nicht Deutsch, gell? Also die Kuh, die wird bald ein Kind kriegt halt nicht. Och, na Sie, wie aufregend! Ja, und da muss halt wer daheim bleiben, nicht wahr, nicht? Aber, wie war's denn, Fräulein Raubvogel? Wenn ich allein mitgegangen, ich bin für ein zünftiges Hausmeister und kann narrisch gut unterhalten, wenn ich in Stimmung bin. Sie schlimmer! Wie immer. Du hast! Und Schande! Du alter Krauterer, du alter! Dankeschön, Marianne. Was hat sie gesagt? Sie? Nix. Nein, sie hat nur gemeint, wir sollen uns gut unterhalten, gell? Och, na, schade, dass sie nicht mitkommt, nicht? So, wir sind auch fertig. Also, Sie sehen ganz entzückend aus, Fräulein Inge. Danke, Herr Berger. Ich muss Ihnen auch ein Kompliment machen. Ich freue mich schon auf den Abend. Also dann, gehen wir. Ja, was ist, Leute? Seid fertig? Jawohl, Herr Stingelmeier! Großartig, der Empfangsabend zu Ehren unserer lieben Sommergäste kann anfangen. Alois, hast du von den alten Nachturlaub gekriegt? Selbstverständlich. Du, und die Dame zahlt alles. Großartig, alles dann, Abmarsch in die Post, auf geht's! Auf geht's! Juhu! Darf ich bitten, gnädiges Fräulein? Sagen Sie doch nicht immer gnädiges Fräulein zu mir. Das ist ja albern. Ist mir auch lieber. Geh weiter, du sauberer Hose. Halt wird zünftig auf unserem Empfangsabend. Flori! Was ist? Lauf ihm heute noch? Na, jetzt mag ich nimmer. Nein. Das ist ja nicht Scham, der alte Esel, der alte. Da schon aus und wieder hupft. Der alte Krauterer, der alte. Jetzt weißt du, was der Flori für einer ist. Und der Vater ist auch nicht besser. Der alte Hallodri. Ich lass mich scheiden. Du Gundel, wenn du mit deiner Büglerei fertig bist, dann sitzt du aufs Radl auf, fährst ins Dorf runter und schaust, ob das Mastfutter da ist für unsere Hähner. Das soll der Vater machen. Der Vater? Der hat doch keine Zeit.
Der muss doch mit dieser spinnerten Gas, mit dieser Vogelsang am Berg umeinander kraxeln. Naja, hoffentlich bricht das es knack. Die Mutter sagt doch sowas nicht, das ist eine Sünde. Aber was eine Sünde, was wahr ist? Daheim haben wir einen Haufen Arbeit und er tut nichts anderes, als wir mit der Ziefern, mit der Abscheiligen im Berg umeinander steigen. Ich sag das, Gundel, wenn das so weitergeht, ich lass mich wirklich scheiden. Das Fräulein Vogelsang macht sich doch nur einen Spaß. Ja, wenn er sich für solche Spaziergänge anbietet, warum soll sie es abschlagen? Nein, man soll es nicht für möglich halten, dass so ein alter Aff auf seine alten Tage noch so saublöd werden kann. Da sagt man immer, der Mensch, wenn älter wird, dann wird er vernünftiger. Ah, das ist ja ein Irrtum. Die Mutter lacht drüber. Wenn auch die Vogelsang manchmal recht überspannt ist. Ein Flitscherl ist nicht, das habe ich schon gemerkt. Überhaupt. Alle drei sind recht anständig, da kann man nichts sagen. Ja, Gott sei Dank. Wenn das nicht der Fall war, ich laufe halt wirklich auf und davon. Ah, Gundel, sag einmal, wo ist denn eigentlich der Herr Ingenieur und die Inge? Ja, sie wollten ins Dorf unter die Post aufgeben. Meinst du, dass die zwei was miteinander haben? Das geht uns nichts an, Mutter. Das meine ich doch schon. Denn schließlich und endlich ist das unser Haus. Und ich möchte nicht haben, dass wenn da was passiert, dass ja noch Horst die Dachsenberger hätten. Oh, la. Gundel, wenn man Tauben in einem Schlag zusammensperrt, dann fangen es leicht zu turteln und zu pahlen an. Das ist eine alte Weisheit. Bis jetzt habe ich nur gemerkt, dass der Herr Ingenieur ganz narrisch in die Inge verliebt ist. Also, der tut ja gerade so rum um sie. Ja, das ist auch ein sehr, sehr nettes Mädel. Du, Gundel, an der kannst du eigentlich einmal ein Beispiel nehmen. Geh her doch auf mit dem dummen Gerät. Das ist kein dummes Gerät. Du sollst es einmal am Flori beweisen, dass du auch anders sein kannst. Was, den Kerl? Der ist für mich Luft. Wegen dem schmeiße ich mein sauer erspartes Geld nicht zum Finstern aus und schaffe mir einen Schrank voller Kleider an. Wir brauchen das Geld für andere Sachen. Ja, da hast du auch wieder recht. Ich tue jetzt meine Hähner futtern. Ja. Neugierig bin ich, wenn der Vater heimkommt. Lies einmal mal ein bisschen finden, das könnte nicht schon. Darauf kannst du dich verlassen. So, da bin ich wieder. Na, Post aufgeben? Ja, 8 Ansichtskarten und 2 Briefe. Jesus, so viel schreibe ich das ganze Jahr nicht. Wo ist denn der Herr Ingenieur? Der Herr Berger, der erledigt noch ein paar Telefonate. Sie ist ein netter Mensch, gell? Oh ja. Aber wissen Sie, Gundel, im Urlaub schließt man schnell Bekanntschaft. Aber meistens enden sie dann wieder mit einem Adieu. Aus diesem Grunde halte ich nicht viel von Urlaubsbekanntschaften. Also, Sie gefallen mir, Frau Inge. Sie sind so anders wie die anderen. Ja, wie denn? Na ja, einfach anders halt. So in ihrem ganzen Getue und so hübsch sind sie und so viele Kleider haben sie. Die haben wohl viel gekostet. Eigenbau. Ich schneidere selbst. Es macht mir Spaß, mich mit wenig Geld nett anzuziehen. Wissen Sie, dass Sie ein hübsches Mädchen sind, Gundel? Geht, Frau Inge. Ein Dreckspatz bin ich, das hat man mir schon oft gesagt. Sie sind ein Arbeitstier, Gundel. Ja, mei, so ein Bauernhof macht viel Arbeit. Wenn man dann noch Gäste im Haus hat, da bleibt nicht viel Zeit zum Schönmachen. Man sollte sich aber als Frau ein bisschen Zeit nehmen, so zum eigenen Spaß. Ich könnte mir vorstellen, dass man viel aus Sie machen kann. Stellen Sie mal das Bügeleisen weg, Gundel. Kommen Sie mit und setzen Sie sich mal hierher. Okay. Was willst du denn machen mit mir, Frau Inge? Mal was ausprobieren. Wissen Sie, Gundel, ein Mädchen, und mag es noch so unscheinbar sein, kann mit ein paar Handgriffen allerhand aus sich machen. Geht's, Frau Inge? Jetzt sagen Sie doch nicht immer Fräulein Inge zu mir. Sagen Sie einfach Inge und du. Einverstanden? Ja, also gut, aber dann musst du auch du zu mir sagen. Machen wir. Servus, Gundel. Servus, Inge. Hast du dir schon mal die Lippen angemalt? Jesus, da taten ja die Kier lachen. Lass sie lachen. Mach mal den Mund auf. Nicht so weit. Bisschen weiter zu. Ja, locker. Mhm. Ja. So. Ja. Mhm. Jetzt siehst du schon etwas anders aus. Mara!
Restaurant, Josef. Na, wie gefällst du dir? Ich schaue ja aus wie ein Pfingstdachs. Hübsch siehst du aus. Na, kein bissl. Das meinst du, Gundel. Die Männer urteilen anders darüber. Na, also, da lege ich keinen Wert drauf. So wie jetzt mag ich nicht ausschauen. Darf ich ja nicht mehr auf die Straße trauen. Hast du denn niemanden, dem du gern gefallen willst? Nicht, dass ich wüsste. Du lügst, Gundel. Ich lieg nicht, Inge. Und was ist mit dem Flori? Da täuscht du aber gewaltig. So ein Kerl wie der interessiert mich überhaupt nicht. Weißt du, wie man im Dorf zu ihm sagt? Na? Sei Sohn Gockel. Ja, das stimmt, das ist er. Er sieht gut aus und macht reichlich Gebrauch davon. Ja. Übrigens habe ich ihn vorhin gesehen. Er kam mit 2 aufgedonnerten Damen vom See. Ja, alles Dienst am Kunden, wie er so schön sagt. Die Gemeinde, die hat schon den richtigen gewählt fürs Fremdenverkehrsbüro. Seit über 2 Jahren kommt er jetzt zu uns auf den Hof und da ist nicht ausgeblieben, dass wir uns näher kommen sind. Von Beruf her ist er Schreiner, aber davon hält er nicht viel. Er hat immer andere Sachen im Kopf. Im Pieding hat er die Gaumeisterschaft im Ringen gewonnen, beim Plattl ist er der Beste und vor 4 Jahren hat er im Kaisergebirg einen Alleingang im Klettern gemacht. Ja, und als dann die Gemeinde den Posten fürs Fremdenverkehrsbüro ausgeschrieben hat, da hat er sich vordrängt und ist dann auch Reiseleiter geworden. Und seither treibt er es ganz arg. Ja. Jetzt weißt du, Inge, ich bin fertig mit dem Kerl. Ich will nichts mehr wissen von ihm. Das heißt, er will von mir nichts mehr wissen. Aber das ist mir egal, es ist Schluss. Punkt und aus. Aber irgendwie geht es dir doch nahe, nicht wahr? Nein, kein bisschen. Hast du Lust, heute Abend mit Gustl und mir auszugehen? Warum? Was ist denn los in der Post? Schuhplattlerabend. Ja, da wird der Herr Stingelmeier als Vorplattler wieder rumhupfen wie so ein Gasbock. Und die jungen Burschen aufhören. Kommst du mit? Nein, es wird nicht gehen, Inge. Ich hab so viel Arbeit. Ich helfe dir, Gundel. Such dir eine andere Arbeit und schau zu, dass du bis um 6 Uhr fertig bist. Du, ich leih dir ein Kleid von mir. Und du machst dich ganz fesch. Einverstanden? Was, du willst mir ein Kleid von dir leihen? Ja, Schuhe, Strümpfe, alles, was dazugehört. Also, Inge, ich weiß nicht, ob ich mitgesollt. Na klar, du richtest dich mal ganz fest zusammen. So mit allem drum und dran. Und der Flori soll die Augen so weit aufreißen. Ja, also wegen dem tu ich's fein nicht, gell? Na dann, eben nur dir zum Spaß. Mein Gott, also, nein, ich weiß nicht, du. Ich glaube, ich muss erst mit der Mutter reden, was die dazu sagt. Du, Gundel, was ist für... Ja, Fräulein Inge! Ja, was machen denn Sie da? Ich bügle. Sie bügelt. Du Mutter, stell dir vor, die Inge hat uns 2 für heute auf die Nacht die Post eingeladen. Nein, ist das wahr? Ja, und sie hat gesagt, sie leiht mir ein Kleid von ihr und Strümpfe und Schuhe, du, und Klippen soll ich mir auch noch rot umholen. Dein Mai! Jetzt hört mal her, ihr 2 Aschenputteln. In diesem Haus muss was passieren. Ich habe mir eine lustige Sache ausgedacht. Kommt mal her. Ja. Du, Gundel, du machst dich fesch. Und Sie, Frau Lachsenberger, Sie werden Ihren Mann auch mal beweisen, dass Sie etwas aus sich machen können. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Um Gottes Willen, mein Zittern, meine Knie, lass mich hinsitzen, lass mich hinsitzen. Was ist das? Ihr 2 kommt heute auf den Schuhplattlerabend mit. Ihr putzt euch heraus, es wäre irgendein großes Fest. Ich meine, es steht euch schon zu, dass ihr mal ein bisschen rauskommt und euch einen netten Abend macht. Stimmt's, Mutter Dachsenberger? Ja. Zustände jetzt und schon, aber... Na, wir trauen uns nicht, na. Bitte, ich will mich nicht in eure Familiensachen einmischen. Aber es scheint mir doch, als müsste der Herr Dachsenberger und noch jemand, als müsste man diesen beiden Herren einmal beweisen, dass alles auch umgekehrt gemacht werden kann. Also was ist? Kommt ihr mit? Also, je mehr, dass ich drüber nachdenke, umso besser gefällt mir die Geschichte. Jawohl, Madel, jawohl, ich bin einverstanden. Jetzt drehen wir den Spieß einmal um. Jetzt hocken wir uns einmal ins Wirtshaus, gell? Ja, und dann trinken wir ein Maß. Aber was eine, 3, 4, 5 ist auf, Und damit's Kraut erst richtig fett wird, schaffst du für heute Abend einen Gesellschafter an. Was, ein Gesellschafter? Ja, so ein Bazi, der da nicht so gefährlich werden kann. Der Herr Berger, der Gustl muss mitmachen. Der Herr Berger? Ja, den bock ich gleich in die Mühe. Halt, Frau
Katzenberger, ich habe mir das anders gedacht. Der Herr Berger wird heute mit der Gundel ausgehen und sich ihr den ganzen Abend hindurch intensiv widmen. Na, das geht doch nicht. Natürlich geht das, du dummes Ding. Der Herr Berger ist doch so ein fescher Mann. Ich darf ihn gleich nehmen, gleich. In diesem Fall ist die Wirkung aber größer, wenn der Herr Berger mit der Gundel gesehen wird. Aber besser auffallen darf er mit mir. Ich werde ihn schon entsprechend instruieren. Mei, du sie instruieren, gell? Und wir deren alles das, was die Freundin Inge sagt. Inge, hoffentlich passen mir deine ganzen Sachen. Ach, ganz bestimmt. Ja. Was ist denn? Hallo, wie spät ist denn eigentlich schon? Kurz vor 5. Vor 5. Mei, wir haben unsere ganze Stahlarbeit noch, wir müssen uns schicken. Mein Fräulein Inge, freu mich auf den Abend, das wird ja lustig. Also, Inge, du bist ein Futzkerl. Und du redest mit dem Ingenieur? Wird gemacht. Ja, gut schon. Ich glaube, das wird der lustigste Abend, den ich je erlebt habe. Die 2 Frauen verdienen es wirklich, dass man ihnen ein bisschen beisteht. 2 richtige Arbeitstiere. Aufputzen werde ich die Gundel. Solche Augen sollen die Männer machen. Besonders einer. Gustl. Ach, nicht doch Gustl. Oh. Ja. Sie haben sich wohl in der Adresse geirrt, Herr Stingelmeier. Jetzt sieh ich selber. Ich habe es gedacht, das war die... Annemarie, Ilse, Uschi, Hildegard, Fanny. Oder dachten Sie etwa, ich wäre die Gundel? Was, die Gundel? Ich bitte Sie, wie können Sie mir sowas zutrauen? Im Übrigen verstehe ich nicht, warum Sie durchs Fenster kommen, wo doch in jedem Haus eine Tür ist. Schauen Sie, Inge. Fräulein Inge. Fräulein Inge, es geht hier um ein Prinzip. Oder besser gesagt ums bayerische Brauchtum. Naja, die Fenster, so heißt es doch, und so kommt es auch in den Heimatfilmen meistens vor. Na, die sind doch auch zum Fenster und da. Solche Filme interessieren mich nicht. Ah, mir gefallen es ganz gut. Herrschaftszeiten, Sie haben für eine gute Handschrift. Also, Sie gefallen mir. Ich habe mir schon oft gedacht, wegen der Inge, ich meine wegen dem Fräulein Inge, da ging ich durchs Feuer und durchs Wasser. Aber am liebsten durchs Fenster, nicht wahr, Herr Stingelmeier? Da haben Sie recht, Inge, ja. Fräulein Inge, habe ich gesagt. Was, jetzt sage ich Inge und damit passt er. Wir sind in Bayern und nicht bei den Preisen. Sie sind ein hoffnungsloser Fall, Stingelmeier. Ja, zieh ich langsam selber ein. Sagen Sie mal, Inge, haben Sie noch nie bemerkt, was ich mir für Mühe gebe, um bei Ihnen angenehm aufzufallen? Oh, doch, doch. Neulich beim Empfangsabend haben Sie mich so fest an sich gedrückt, dass ich beinahe keine Luft mehr bekommen habe. Oh. Dann sind Sie mir andauernd auf die Füße getreten und anschließend habe ich mir bei Ihrer Rumschwenkerei noch eine Laufmasche am Strumpf gerissen. Oh, das tut mir aber leid. Aber die Strümpfe, die ersetze ich Ihnen. Und wissen Sie wie? Sie, wir 2, wir fahren ein bisschen nach Tirol rüber. Da war es ein paar Pfunds Weinlokale, da wo es noch richtig urgemütlich zugeht. Da setzen wir uns ein bisschen zusammen, trinken wir ein paar Schöpperl Wein mit Sand. Ich glaube, das wird ganz bestimmt ein unvergesslicher Abend. Das kann ich mir vorstellen. Also gut, morgen Vormittag. Ich mache mir extra für Sie frei. Ihre Bräute würden untröstlich sein. Nein, das ist doch mir wurscht. Was, meine Bräute haben Sie gesagt? Wofür halten Sie mich denn, Inge? Och, für einen ganz ausgekochten und 3-mal gesottenen Casanova. Sie kränken mich, Inge. Ach, tun Sie doch nicht so, als ob Sie nicht bis 3 zählen könnten. Mir tut die Gundel leid, dass Sie es nur wissen. Was willst du denn mit der Gundel? Ich hab doch nichts mit dir. Ach, reden Sie doch nicht. Seit 2 Jahren verkehren Sie hier am Hof. Sie haben dem netten Ding den Kopf verdreht. Jetzt komm, jetzt redst du kein Käse nicht daher. Einen was? Keinen Käse sollen Sie nicht sprechen. Die Taxenberger Gundel, der schlampert die Bauernrampe. Geh, ich bitte einen. Na, schauen Sie doch einmal das Madel Lobes Rums aus den ganzen Tag. Dreckert, stinkt nach Steu und nach Mist. Geh, das ist doch nichts für mich. Wissen Sie, Inge, zu mir da gehört schon was Ordentliches, so was, naja, einfach ein bisschen was Besonderes halt. Wissen Sie, ich suche schon lange ein Mädchen, das so ausschaut wie Sie. Mir fehlt jemand, der mich bei der Hand nimmt. Au! Bei der Hand, nicht bei Bügeleisen. Wissen Sie, mir fehlt jemand, der mich und meine Seele versteht. Wie spät haben Sie es, Herr Stingelmeier? Kurz nach 5, wieso? Danke. Jetzt haben Sie mich ausgebracht, Mensch. Das war auch meine Absicht. Ach, das ist nichts mit uns 2. Erraten. Schade, naja. Ein Ingenieur müsste man sein, dann hätte man vielleicht Chancen bei Ihnen. Herr Stingelmeier, werden Sie nicht frech verstanden? Ah, ist du Bora, vor allem beim Puzzle, da haben Sie gesäuft. Ach, nicht doch, Gustl, haben Sie gesagt. Stimmt's oder stimmt's nicht?
kann sein, aber das geht ja Sie nichts an. Wissen Sie, was Sie sind? Ein Bergdistel sind's und ein besonders stachliche dazu. Schaut, wo sind denn die Daxenbergers? Die 2 Frauen sind im Stall und er ist heute Morgen mit der Vogelsang auf den Geiersberg, oder wie der heißt. Was? Was der Alles ist auf den Berglauf mit seinem wackelnden Gestell? Wackeliges Gestell? Was ist das? Ah, das kennst du nicht, schau, das zeige ich dir. Das ist ein wackeliges Gestell, wie noch das herkommt. Flori, Sie sind wirklich eine Marke. Ein Urfig mit Haxen heißt's bei uns in Bayern. Ja, das sind Sie. Es fällt einem schwer, Ihnen ernstlich böse zu sein, Flori. Flori haben's zu mir gesagt. Das freut mich, Inge. Das freut mich ganz narrisch. Jetzt sagen Sie mal, wäre es nicht vielleicht doch möglich, dass wir 2, du und ich, ein bisschen nach Tirol überfahren haben? Na komm, jetzt sag doch schon mal ja. Nein. So ein sturer Teufel, Herr. Warum fragen Sie nicht die Gundel? Die würde sich freuen. Rutsch mir da hoch hinunter. Was haben Sie gesagt, Flori? Ich hab gemeint, ob Sie heute zu unserem Plattelabend kommen. Ja, natürlich. Ja, besteht denn wenigstens die Möglichkeit, dass wir 2 ein bisschen zusammensitzen? Ja, aber gern, Flori. Sehr gern sogar. Ja, und der Herr Ingenieur? Möglich, dass er mitkommt. Also jetzt begreife ich langsam überhaupt nichts mehr. Ja, ich habe mir gedacht, Sie gehen mit ihm lieber aus als mit mir. Davon habe ich kein Wort gesagt. Ich muss schon sagen, Inge, Sie sind schon eine richtige Hex und gerade deshalb gefallen Sie mir so. Also gut, wir 2 setzen uns heute zusammen und verbringen einen netten Abend, ja? Ich halte es für besser, als in die Ferne zu schweifen und mit Ihnen nach Tirol zu fahren. Gut, Inge, ich freue mich. Ich freue mich ganz narrisch auf den Abend. Holen Sie mich um 5:30 von hier ab, einverstanden? Pünktlich wie immer. Servus, Inge. Tschüss, Flori. Vierte, du Schapperl, du Liebster. Ja, Herr Stüngelmeier. Ah, servus, Alpenmagnum. Hey, Alpenmagnum. Deine Frechheit. Na, Herr Berger, alles erledigt? Ja, alles erledigt. Falls ich gestört haben sollte, bitte ich um Entschuldigung. Sie haben nicht gestört. Im Gegenteil. Das kam mir aber doch so vor. Der Herr Stüngelmeier hat sich in recht eigenartiger Art und Weise von Ihnen verabschiedet. So? Ja? Na und? Ja, ich meine, es berührt mich auch ein bisschen seltsam, Fräulein Inge. Gestern, da haben Sie den Herrn Stüngelmeier einen lackierten Bauernschrank genannt. Und heute? Und heute? Na, ich dachte, wir beide gingen zu dem Unterhaltungsabend. Ich habe die Plätze schon reservieren lassen. Wie viele? Nur 2, für Sie und für mich. Wir brauchen heute den ganzen Tisch für uns. Wieso? Wer kommt denn noch alles? Ja, die Frau Daxenberger, Ihre Tochter, Sie und ich. Ja, und der Herr Stingelmeier. Schade. Ich dachte, wir 2 würden den Abend verbringen. Ich habe die 2 Daxenbergerinnen eingeladen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, Herr Berger. Kann man den erfahren? Natürlich. Kommen Sie mit auf mein Zimmer. Auf Ihr Zimmer? Da komme ich immer. Ich hole ihn. Ich bin erledigt. Mensch, Alois. Alois, du, das war eine Woche. Ja, Silber. 2 Gipfel an einem Tag. 54 Jensen, 2 Füchse und 1 Hirsch gesehen. Mensch, das war einfach köstlich. Und ich komme mir vor, als wenn ich nach Rom und Retour pilgert war. So tun mir die Füße weh. Ich glaube, ich hab mir lauter Blasen gelaufen. Oh, du, ja, das nicht ausgemacht. Hier, du Kind mal. Ich fühl mir taufrisch. Mensch, bist du was, Alois? Morgensturm von Jeigelstein. Na, du. Morgenstürme mir gar nichts. Mich bringen keine 10 Ross auf keinen Berg mehr rauf. Also gib dir du auch keine Mühe, gell? Alois, wir müssen uns jetzt bei deiner Frau zurückmelden. Ja, melde. Hallo, Frau Daxenberger. Hallo, Terry. Na, schau dir doch den Geklär auf. Wir sind ja nicht mehr am Berg drum. Mein lieber Alois. Was ist los? Mein bester Bergkamerad. Ich danke dir herzlichst für das unvergessliche Erlebnis.
Du, davon werde ich noch Monate zehren. Kann ich meine Hand wieder haben? Danke schön. Okay, Hermine, weißt du was? Sei doch so gut und hilf mir Schuhe ausziehen. Weißt du, ich kann mich gar nicht mehr bücken. Mir tut's Kreuz weh, als wenn ich Schläge gekriegt hätte. Oh. So, ist so wieder. Der Reiter ein bisschen langsam. Es ist ja Du, weißt du was, Alois? Du, Bergkameradschaft, das ist wirklich was Schönes. Ja, du hast recht. Ja. Weißt du was? Wenn ich nach Hause zurückkomme, werdet ihr einen Artikel in die Zeitung schreiben. Du halt ein bisschen zarter. Oh, ist so wie du, mein Lieber, das kann ich dir vielleicht sagen. Mit dir möchte ich vielleicht nicht verheiratet sein. Ja, warum denn nicht, Alois? Ja, weißt du, wie du aufhaben darfst. Jetzt musst du mich wieder aufgehoben. Also, Alois, das verstehe ich nicht. Das musst du mir näher erklären. Oh, sind der Käsemauken. Alois, ein Fußbad würde dir gut tun. Ja? Meinst? Na, ganz bestimmt, mein lieber Alois. Ja. Du weißt was, bring mir doch meine Botschen noch. Brotchen? Was ist denn das nun wieder? Ach so, ja, meine Hausschuhe. Ach so, wo hast denn die? Ja, da hinten stehen es. Ach, na. Ja. So, au. Oh. Du sag mal, Alois, Hä? wo bleiben denn deine Frauen? Ja, ich weiß ja nicht. Mich wundert's auch, dass sie keine sehen lässt, gell? Du, die hatten doch wohl nicht dagegen, dass du mit mir auf dem Berg bist, wa? Ja! Nein, du. Ich kann am Berg gehen, wann ich will und mit wem ich will. Da brauche ich nicht fragen. Ich bin kein Pantoffelritter. Noch nie gewesen. Du, aber ein bisschen seltsam ist es schon, dass sich weder deine Frau noch die Jundel sehen lässt. Ja, schon. Ja, die werden heute im Stall sein, gell, im Stall. Ja. Na gut. Ja, Nochmals, jetzt mein ist schon lieber wieder da. Bergkamerad. Ich danke dir nochmals für deine Begleitung. Es war wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Ja, für mich auch. So, du, ich zieh mir jetzt um und dann gehe ich in die Post zum Abendessen. Was? Du, ich hab gehört, da soll heute Abend Schuhplatzlerabend sein. Juhu! Kommst du mit? Ich? Nein, weißt du, ich habe ja noch so viel Arbeit, gell. Ja, ich muss jetzt ein paar Rechnungen schreiben und dann muss ich mir die Füße waschen, nicht? Ja, das könnte nicht schaden. Ja, eben, nicht? Ja, vielleicht komme ich später nach. Na gut, also du, ich würde mir wirklich freuen, Alois. ja. Also dann, tschüss, mein Lieber, ne? Wirklich gut, ja. Ach, nee, es war einfach köstlich. Juhu! Und mir dann die Füße weg. Aber schon wieder, mein Lieber. Ah, ich spür's gleich gar nicht mehr. Ich glaube, die kann ich wegschmeißen. Nein. Ja, vielleicht hat sie recht. Vielleicht wäre ein Fußball wirklich was Gutes. Wo sind denn meine Weiberherrschaftszeiten? Marianne, Gundel! Wo steckst denn wieder? Da bist du. Du, Gundel, ich brauche ein warmes Wasser zum Frieren. Marianne, ich brauche ein Hey! Ja, siehst denn du nicht, dass ich da bin? Don Johann, Elendiger! Was hat die gesagt? Don Johann Elendiger. Ja, dir werde ich helfen. Dir werde ich helfen, mein Lieber. Du, pass auf. Marianne Dore, aber schnell. Hey, rutsch mir doch am Buch runter! Ui, die ist ja grantig. Ja, was ist das? Die eifert, weil ich mit der Hermine am Berg drum war. Nein, halt, die eifert. Ja, wo schreiben wir denn das hin? Die eifert. Deswegen brauche ich aber trotzdem ein Wasser zum Füße waschen. Also, nicht zu fassen.
Marianne, ich brauche ein warmes Wasser zum Füßwaschen. Mir tun die Füße weh. Was war jetzt das? Das war ja das reinste Höllengelächter. Ja, was ist denn in die zwei reingefahren? Spiegel sind die. Hey, servus, du alte Gebirgsindianer. Gut, dass du da bist, Flori. Sitz dich her. Bist schon wieder zurück vom Berg, ja? Ja, du, stell dir vor. Meine zwei Weiber sind auf einmal so komisch. Ah, und das merkst du erst jetzt? Nein, du, die sind fuchsteufelswild, weil ich mit der Hermine am Berg drum war. Okay. Mein Alte hat mich gerade einen Don Johann geheißen. Den kenn ich gar nicht. Hallo, ist das nicht ein starkes Stück? Ja. Das darfst du nicht gefallen lassen. Ja. Beiden sind wir richtig kaum mit der Faust im Tisch rein. Ja. Das ist die beste Methode, um in einem Ehestreich Sieger zu bleiben. Was? Alle. Was hast du denn? Die sind doch ganz lustig. Ja schon, aber so komisch lustig. Also mir läuft gleich ganz hart über den Buckel hinunter. Ja, genau, ich freue mich schon auf den Abend. Da hast du Hand durch. Ich freue mich schon riesig. Hast du das jetzt gesehen? Ist das nicht unheimlich? Sag mal, seit wann sind denn die so? Seitdem ich vom Berg herunter bin wieder. Alles. Wie war's denn? Was denn? Ah! Das schafft Seiten, jetzt hast du mich rausgebracht. Steige ich wegen dir mit den Socken ins Wasser. Nein, das ist ja nicht zu fassen. Das hast gehört, so was Blödes. Geh halt oben, hast du gehört? Jetzt verzeih halt schon mal. Ja, also, ja, aber das ist ja nicht zu fassen. Ja, was ist? So. Das ist eine Wohltat, sag ich dir. Jetzt erzähl halt einmal. Was denn? Wie es am Berg war. Ja, freilich, nix verzeih. Der Kavalier schweigt und genießt. Ja. Der alte Mann, du, die wird den Genuss noch ganz schön versauen. Ach, was denn? Die ist bloß eifersüchtig, weil ich mit der Hermine am Berg drum war. Okay. Und weil sie gemerkt hat, dass an mir noch was dran ist, mein Lieber. Dass ich noch, dass ich noch Chancen hab bei den Weiberleuten. Ja, weißt du, was die Hermine gesagt hat zu mir? Sie hat gesagt, ich wäre der charmanteste Mann, der ihr in den letzten 10 Jahren untergekommen ist. Hat sie gesagt? Ja. Du, und dann hast du gesagt, ich war ein ganz Schlimmer. Mensch, alles, da war ja die Bergpartie ganz zünftig. Ja, das war's. Aha, mein Lieber, das war's wohl, ja, ich war ja noch länger drum geblieben, gell? Ja. Wenn mir die Füße nicht so weh tun hätten, gell? Aber das ist eine Wohltat, sag ich dir. Oh. Hat mir übrigens auch die Hermine geraten, dieses Fußbad. Aber Flori, das kann ich dir sagen. Die nächsten 10 Jahre steige ich auf keinen Berg nimmer. Das habe ich mir geschworen. Jetzt möchte ich nur wissen, was deine Weiber vorhaben. Ja, der Alte hat gesagt, dass es heute noch Spaß geben wird. Sag mal, was meinten die da damit? Keine Ahnung. Alles, da stimmt was nicht. Ja, das Gefühl habe ich schon auch. Das haut einmal ordentlich auf den Tisch und verschafft damit einen Respekt. Meinst? Ja, natürlich. Du hast eigentlich recht, das kann die machen. Oh, mein Kreuz. Das ist ja... Jetzt pass auf. Marianne! Zu mir! Aber schnell! Das hab ich jetzt immer noch gewirkt. Heute wirkt es aber weniger. Hau noch mal gescheit nicht. Meinst du? Marianne, zu mir sollst du reingehen! Marsch! Und die kommt nicht. Frau Daxenberger, haben Sie mich nicht gehört? Na,
Also das Gefühl, meine Alte hat die diplomatischen Beziehungen zu mir abgebrochen. Aber ist das Gescheitste, wird sein, du gehst heute mit mir runter in die Post. Nein, ich geh heute nicht mehr fort, nein. Weißt du, ich wasch mir jetzt die Füße, dann isst ich ein bisschen was und dann geh ich sofort ins Bett. Sofort. Jetzt wird's Zeit, dass die Inge bald einmal kommt. Ja. Ah, da schau her. Gehst heute mit dir aus? Ja, ich hoffe, dass du nichts dagegen hast, alles. Ich? Warum? Was soll ich da dagegen haben? Ja, das Gleiche, was zum Beispiel deine Gundel dagegen haben könnte. Ha, nein, Flori, nein. Das hab ich mir schon lange aus dem Kopf geschlagen, dass du einmal mein Schwiegersohn werden kannst. Es ist gescheiter, wir verkehren so wie bisher miteinander. Als Reiseleiter und als Zimmervermieter. Weil als Schwiegersohn, meine ich, hätte ich mit dir gerade so viel Ärger, als wir die Gundel mit dir als Mann hätte, was? Darum ist es gescheiter, wir bleiben so beieinander. Respekt alles. Und wir zwei bleiben die Alten, gell? Jawohl. Hola, Trio! Na, Alois, was ist? Kommst du mit in die Post? Nein! Ich hab das doch schon gesagt, dass ich heute nicht mehr fortgehe. Na, Herr Stingelmeier, wie Sie sehen, ich bin schon wieder für den Abend gerüstet. Aber sag ich Das aber. wird lustig werden. Das glaubst du, dass es zünftig wird heute? Ja? Platschen so hoch mit den Schuhen. Ich bin der Vorplattler, ich muss doch, oder? Oh, Du musst doch dabei sein heute, hey? Oi! Ein bayerisches Dirndl, ja, Respekt, sag ich. Gefalle ich Ihnen, Herr Stingelmeier? Ja, und wir, sauber. Ja, Herr Stingelmeier, ich muss doch bitten. Was denn, ha? Das wird jetzt gehen, es wird Zeit. Also auf geht's, gehen wir, geht's weiter. Ja, sind wir Gundel, es ist mir wirklich ein ganz großes Vergnügen. Und für mich erst, Herr Ingenieur. So, dann könnten wir gehen. Oder fehlt noch jemand? Ich bin schon da. Ja, was ist denn, mein Kind? Hast du deine Geldbörse eingesteckt? Natürlich, mein Kind. Es ist genug darinnen und heute bezahlt die Dachsenbergerin und das wird klasse. Köstlich, auf geht's! Juhu! Na kommen Sie doch schon, Herr Schau mal, Stingelmeier. bist du wahnsinnig? Ich muss dir nämlich ins Auto bringen. Was spinnst denn du? Du kannst doch in dem Aufzug nicht in die Post untergehen. Geh, jetzt siehst du, dass es andersrum geht, du alter Gipfelstürmer. Marianne, Was willst du denn? wo ist denn die Gundel? Ich meine, wenn man fragen darf. Mit dem Herrn Ingenieur beim Baden. Ach so, beim Baden. Hast du was dagegen? Na. Ich hab nur gemeint, weil es halt schon gleich 4:30 ist, gell? Und da sollte mir halt jemand im Stall helfen. Weil du wirst ja keine Zeit haben. Nein, ich mache jetzt nur mehr noch meine Hausarbeit. Ist Zeitung lesen auch eine Hausarbeit? Ich will doch wissen, was in der Welt draus los ist. Ja.
Und ich möchte gern wissen, was in meinem Haus los ist. Seit 2 Tagen der Teufel. Und wer ist denn schuld? Ja, ich bin schuld, Marianne. Darum tue ich auch Kartoffelschälen und mach mich lächerlich vor die Gäste. Denk doch dran, was du dir geleistet hast und wie lächerlich du mich mit dieser Vogelsang gemacht hast. Das schlägt denn fast den Boden aus. Ja, Marianne, ich weiß ja, dass ich dich gekränkt hab. Ich hab ja auch schon 100-mal Abbitte geleistet, nicht? Du, und ich versprich dir auch, dass ich nie mehr ins Wirtshaus gehe. Oder wenigstens nur noch ganz selten. Und auch dann nur, wenn's mir's du erlaubst. Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Hä? Viel zu dick, viel zu dick. Wieso? Am Kartoffelschälen erkennt man, ob der Mensch sparsam und ordentlich oder liederlich und verschwenderisch ist. Geh, Marianne, sei halt nicht so. Sitz dir ein bisschen Herz in mir. Nix da. Es bleibt da so, wie es ist. Und wie lange soll ich jetzt dann noch am Speicher drum schlafen? Solange halt die Saison dauert. Schau, du kannst den ganzen Tag über am Berg aufkraxeln oder ins Wirtshaus gehen. Kein Mensch hört dich heimkommen, kein Mensch schimpft dich. Aber ich geh doch gar nicht mehr ins Wirtshaus. Alles, oi, der Daxenberger. 30 Jahre bist du ins Wirtshaus gegangen. Und 30 Jahre hast du den starken Mann gespielt. Und ich hab mir alles gefallen lassen. Aber damit ist jetzt Schluss, aus. Marianne, hast du dich verändert? Ich kenn dich gar nicht mehr, seitdem du vorgestern mit diesem fetzen Rausch heimgekommen bist. Stark bist, gell? Erstens war's kein fetzen Rausch. Ich habe sowieso nur 5 Maß getrunken. Und dann so, wie ich's vorgestern in der Post gemacht hab, so treibst das du's ganze Jahr. Du, das mit der Vogelsang, das vergesse ich dir nicht. Aber Marianne, es war doch nix. Mein alter Alois Daxenberger, du hast dich die ganzen Jahre her nicht verändert. Und wenn ich das Luderlem nicht satt gekriegt hätte, dann wärst du das ganze Jahr über am Berg auf oder ins Wirtshaus. Nein, Marianne, schau, ich hab dir doch versprochen, dass ich ab jetzt brav bin. Du, und das Versprechen halte ich auch. Gib mir halt ein Puzzle. Puzzle dir selber ab. Von mir kriegst du keines mehr. Na, vielleicht nach der Saison. Vielleicht lass ich da wieder mit mir reden. Aber nur vielleicht. Nur vielleicht. Ja, sag einmal, was liest denn du da für Zeitungen? Geh, da schaust, ha? Nein, so schön bin ich auch. Gewesen! Und wie soll jetzt das weitergehen? Soll ich jetzt alles allein machen? Am Feld draußen, im Stall und Kartoffelschälen und Wäsche waschen? Meinst nicht, dass das ein bisschen viel wird für mich? Wenn's dir zu viel ist, dann schaffst du einen Knecht an. Meine Gundel wühlt mir jedenfalls nicht mehr im Dreck umeinander. Also ich bin neugierig, was da werden soll draus. Ja, bitte? Ich seh schwarz. Bitte, bedank dich bei deinem sauren Freund, dem Herrn Stingelmeier. Wieso, was hat denn der da damit zu tun? Was der damit zu tun hat? Du, da fragst du noch. Du, sag einmal, wer hat uns denn das ganze Haus voller fremde Leib gebracht, ha? Wer denn? Und wer hat denn unsere Gundel immer über die Schultern angeschaut, weil sie immer so viel arbeiten muss, ha? Wer denn? Und wer hat denn dich, du Deppen, nur so damisch gemacht auf deine alten Tag? Niemand anders als wie der Herr Florian Stingelmeier, der geschniegelte oft, der Saubläde. Unser Gundel kann doch schon längst verheiratet sein. Wenn's nicht so dumm gewesen wäre und hätte sich eingebildet, dass der Kerl heiratet. Na, Gott sei Dank ist in letzter Minute noch zur Einsicht gekommen. Und bitte, schaut dir jetzt einmal unsere Gundel an, wie sie sich rausgemacht hat. Oh, direkt schön ist sie geworden. Ja, bin ja auch ich der Vater. Alle Mannsbilder sind ganz narrisch hinter ihr her. Und am meisten der Herr Ingenieur. Ja? Du meinst, dass der wirklich Obissen hat? Ah, Obissen. Was denn für ein ordinärer Ausdruck? Er lebt schön. Er ist ganz
narrisch hinter ihr her. Das kannst du auch deinen sauberen Freund, den Herrn Stickelmeier, sagen. Wenn er wirklich wieder einmal kommen sollte. Ich glaub kaum, dass der noch mal kommt. Nach dem letzten Abend in der Post. Das kann mir und der Gundel nur recht sein. Alles! Ja, hier! Wenn du fertig bist mit dem Kartoffelschälen, dann tust du Wasser dazu. Jawohl, liebe Marianne. Setzt das am Herd auf. Jawohl, liebe Marianne. Und dann machst du dich fertig für die Stallarbeit. Jawohl, liebe Marianne. Es wirkt schon. Es wirkt immer besser. Mein Lieber, da habe ich wieder was angerichtet. Ich hätte ja nie geglaubt, dass mein Mariandl so rabiat werden kann. Und alles nur, weil ich mit dieser gespinnerten Vogelsang am Berg drum war. Dabei war überhaupt nichts. Aber das glaubt's mir ja nicht. Nicht ums Verrecken. Jawohl, liebe Marianne. Servus, alles! Du bist es. Ja, sag einmal, du Pantoffelritter, du, hä? Du sollst mich auch nicht reizen, gell? Sonst platzt mir der Krung. Über so schon geschwollene Galle. Hey, du Ziehmadl. Bist grad beim Abendessen gekommen, weil du dem Schürzel rumsaust. Was gibt's da gut heute? Pommes frites mit Bratkartoffel. Nein, aber eine Neuigkeit gibt's. Lass raus. Weißt du das Neueste schon? Ja, ich schon. Ja, was denn? Der Alte hat mit dir Schlagzeuger gespielt. Was soll das wieder heißen? Sie schlägt und du zitterst. Alter. Na, aber mein Gundel heiratet den Herrn Ingenieur. Sag das noch einmal. Meine Gundula heiratet den Herrn Ingenieur. Na, was sagst du jetzt? Geh an, nicht mit mir. Ja, nix. Wie soll ich das sagen? Was sollst du? Nein, Mann, ich wollte das nur sagen, dass du Bescheid weißt. Bist froh, gell, dass du das los hast. Brauchst du endlich keine Ausreden mehr zurechtlegen. Wo ist sie? Baden unten am See. Und er? Auch baden unten am See. Und die Inge, diese narische Gast, und diese Vogelsang? Sind alle baden. Unten am See. Das gibt's denn alles, das gibt es nicht. Warum? Gefällt dir die Neuigkeit nicht? Oder passt da vielleicht nicht, dass mein Gundel jetzt endlich einen Mann kriegt? Noch dazu einen Ingenieur. Das kann doch nicht klappen, alles. Das kann einfach nicht klappen. Für mich spinnst du. Nein, ich nicht. Wenn, dann spinnt meine Alte. Die hat mir's nämlich gesagt. Ja, was sagst denn du noch dazu? Oh mein, ich hab da seit 2 Tagen überhaupt nichts mehr zum Sagen. Meine Alte hat mich am Boden zerstört. Ich muss sogar am Boden drum schlafen. Gestern habe ich 2 Stunden an ihrer Kammertür geklopft und bettelt. Meinst du, die hätte mich nicht lassen? Nicht ums Verrecken. Ja, erst nicht, wenn die Tür eingehauen. Jetzt hat die Tür eingehauen. Nein, Flori. Weißt du, ich möchte den Hausfrieden bewahren. Und für einen guten Hausfrieden, da mache ich alles. Sogar Kartoffelschälen und Wäsche waschen. Meine Alte hat gesagt... Hat sie ihn gern? Wen? Den Ingenieur. Meine Alte? Mensch, so ein Blödsinn. Die Gundel meine ich da. Das weiß ich nicht. Die redet ja nichts mit mir. Was? Nein. Arbeiten tut's übrigens auch nichts mehr. Meine Alte hat gesagt, ich soll mir einen Knecht anschaffen. Was denn? Die Gundel, die arbeitet überhaupt nichts mehr. Nichts mehr, nein. Die tut nur noch baden mit dem Herrn Ingenieur. Unten am See. Das gibt's nicht alles, das kann einfach nicht klappen. Warum denn nicht? Hast du schon mal gesehen, wie sie mein Gundel rausgemacht hat? Haha, du, der direkt fesch ist die. Ein Fesch, muss die Fesch. Überall. Überall, hör mir da auf. Du, jetzt hat sie auf meine Klippen, streicht sie sich an wie ein Pfingstachs. Du, und kurze Minenreckel tragt und Steckelschuhe. Und wenn's durchs Dorf saust, dann hast du die Nase so weit rum, dass man glaubt, Meiringer durchzieht. Du, heute ist so mir vorbeigeschwanzt. So ist der Herr. Hey, Stingelmeier, sind wir besoffen? Nein, ich bin schon nüchtern.
Ich hab grad den Mann gesagt, wie der Tochter seit meiner Zeit durchs Dorf saust. So saublöd jedenfalls nicht, wie es du gerade gesagt hast. Schau, was ist denn mit dir? Bist du noch nicht fertig? Ja, das war der letzte, Marianne. Also, dann ein Wasser dazu? Ja. Und gleich im Herd auf. Jawohl, liebe Marianne. Ja, und dann machst du dich fertig für die Stallarbeit. Jawohl, liebe Marianne. Ich geh schon, liebe Marianne. Auf Wiedersehen, liebe Marianne. Und du? Was ist mit dir? Was willst du? Weil ich bin gerade zufällig vorbeigegangen. Da hab ich gedacht, ich schau mir noch was Neues gibt. Nicht? Ah, kommt man inspizieren, wie es den Gästen geht. Gut, vor dir ausgezeichnet. Wachsenbergerin, bleib mir da, ich hab mit dir was zu reden. Ja, was denn? Pass auf, der Alles hat mir gerade erzählt, dass die Gundel und der Ingenieur da... Jetzt sag mal, ist da irgendwas Wahres dran? Ja, freilich, freilich. Meine Gundel hat jetzt die Auswahl, so vom Ingenieur aufwärts. So, und so etwas duldest du? Soll ich sie verbieten? Oder soll es vielleicht nicht um Erlaubnis fragen? Du, wir kennen uns als 3 Jahre, der Mann hätte doch schon ein bisschen Recht drauf. Ein Schmarrn hast! Ja, sag mal, wie redst denn du mit mir? Ich hab lang nur zugeschaut, wie du mit meiner Gundel umgesprungen bist. Ja, im Winter, nach der Saison, da war sie dir recht. Aber sobald die ersten Schwalben gekommen sind, war mein Gundel in deinen Augen ein Dreckbackerl und ein Kurdirn, über dem man die Nase rümpft. Niemand hat das gemacht. Oh, mein Mensch, ich kann dir noch mehr sagen, aber ich mag nicht. Denn meine Gundel hat's nicht nötig, dass so einen windigen Krautschneider wie du bist nachläuft. An jedem Finger Zähne kann's haben. Einer schöner wie der andere. So, Herr Florian Stingelmeier, jetzt hast du mal meine Meinung gehört. Du kannst dahinter den Spirl stecken, wenn's magst. Du Fremdenverführer, du! Das darf ja nicht wahr sein. Ja, wie die jetzt mit mir geredet hat. Ja, du musst sofort der Alois her. Alois! Mensch, wo ist denn bloß dieser Alois wieder? Ja, pass es doch auf, Sie Depp. Du, die kleinen Deppen, da pass auf, du. Herr Stingelmeier! Hallo, Herr Reiseleiter. Servus, Flori. Grüß dich. Du sag einmal, Gustl, Ja, wie geht's denn eigentlich deinem Sonnenbrand? ganz ausgezeichnet, liebe Gott. Mensch, Sie! Ist was? Nix. Also, Herr Stingelmeier, also hier war ja mal wieder köstlich gewesen. Also, dieses Hintermoos ist das reinste Ferienparadies. Ja, ja. Sie wird nach Berlin zurückkommen, werde ich tüchtig für Hintermoos Reklame machen. Das ist recht für einen Vogel sagen, ja, ja. So, ich gehe mir jetzt umziehen. Ach, Herr Stingelmeier, was ist denn heute Abend in der Post los? Aber das tanzt bei Kerzenlicht. Da brauchst du nicht umziehen, da sieht dich kein Mensch. Na, klasse! Du, da gehen wir doch alle hin, wa? Junge, du kommst doch auch mit, oder? Na klar. Du, Gustl, Ja. du wolltest mir doch den Lambada lernen. Bleibst dabei? Aber selbstverständlich, liebe Gundel. Also los, komm, gehen wir uns umziehen. Jetzt. Gundel! Ja. Bleib mir da, ich hab mit dir was zu reden. Was mit mir was zu reden? Was denn? Ja, halt was. Ja gut, dann sitze ich dabei da wegen, ich komm gleich. Ich geh nur mal mit dem Gustl aufs Zimmer. Wo? Komm, Gustl. Ja, Herr Stingelmeier. Lambada. Die geht mit diesem Kerl aufs Zimmer, ich werd wahnsinnig. Herr Stingelmeier, Was wollen denn Sie schon wieder? haben Sie mit irgendetwas Ärger? Wie kommst du denn da drauf? Oh, Sie machen mir so den Eindruck. Ich bin doch bei bester Laune. Wirklich? Ja, wenn ich es einer sag, haha. Ich hätte heute Lust, nach Tirol rüberzufahren. Wie wär's, Flori? Warum fahrst du von mir aus rüber? Schrobenhauser, der fährt mit 5 im Kleinbus, vielleicht hat der einen Platz frei für Sie. Ich will aber nicht mit dem Schrobenhausener, sondern mit jemand ganz Bestimmten rüberfahren, Flori. So? Na, mit Ihnen, Flori. Nein, ich hab keine Zeit heute. Ich muss was Wichtiges im Büro erledigen. Lässt sich das nicht aufschieben? Nein, heute wird nicht mehr geschoben. Schade. Wirklich schade. Ja, fragen Sie doch mal den Herrn Ingenieur, vielleicht hat der Zeit für Sie. Der? Ha, Sie wissen doch, dass der heute der Gundel den Lambada lernt. Die Lampe, die hat die Kerbe gelernt. Gundel, komm sofort da runter, aber schnell! Von wegen Handabschlecker und Lambada tanzen, den Kerl schlag ich ins Kreuz ab. Was willst Gundel, ich hab mit dir was zu reden. Ich habe aber nicht viel Zeit. Ich muss mich nämlich für den Abend umziehen. Aha, und von der Arbeit hältst du überhaupt nichts mehr. Dein Vater muss alles allein machen. Ich habe jahrelang alles allein gemacht. Ja,
Natürlich, natürlich. Und jetzt willst du die feine Dame spielen. Du, wenn das alles ist, was du mit mir reden willst, dann kannst du es auch bleiben lassen. Jetzt bleibst du mal da! Schrei da nicht so rum, verstanden? Du bist da nicht daheim. Wenn du schreien musst, dann gehst du den Hof raus. Schrei nicht. Also, was willst du? Wir Vorschriften machen. Gundel, ich möchte keine Vorschriften machen. Ich möchte von dir eines wissen. Was? Hast du was mit dem Krawattelbayer? Granatelmeier? Wen meinst du? Den Rotzburm, den Krawattelten. Ach, du meinst wohl den Herrn Ingenieur? Nein, ich hab gesagt, den Rotzburm. Benimm dich, verstanden? Dem Gustl kannst du nicht das Wasser reichen, so hoch ist er da über. Dass ich nicht lacht, die halbe Portion da, der Münchner. Mit dem ärgerst du mich nicht. Mit dem mich nicht, das musst du merken. Bist vielleicht eifersüchtig? Ich und eifersüchtig. Ha! Sowas kenn ich überhaupt gar nicht. Na wunderbar, Flori. Dann können wir ja in aller Freundschaft auseinandergehen. Es ist aus, Flori. Unsere Wege trennen sich jetzt. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir gute Freunde bleiben. Na, das ist doch nicht der Ernst, Gundel. Was zwischen uns zwei ist aus? Ja, aus für immer. Du kannst Reiseleiter bleiben. Du kannst tun und lassen, was du willst. Und ich gehe auch meine Wege. Servus, Flori. So blöd wie jetzt hat er noch nie geschaut. Aus. Die hat mir jetzt einen Laufpass gegeben. Das ist mir auch noch nicht passiert. Jetzt bin ich der Lackierte. Händeln hat's mir aufgesetzt. Ich spür's direkt schon, wie's wachsen. Na gut, ist er jetzt weg, der Depp? Nein, der ist schon noch da. Herr Stingelmeier, ich will nicht raus. Sie müssen mich anhören, Herr Stingelmeier. Was muss ich, die muss ich gar nicht anhören. Da pass auf, Stingelmeier, seid's vernünftig. Wir werden jetzt gerne nutzen. Da pass auf. Ist der Stier rausgekommen? Nein, der Flori, der schlagt den Ingenieur. Der bringt mich um! Wo ist der Kerl, der bringt mich um! Hey, Mann, wenn du drauf willst, gehst du ins Wirtshaus. Bei mir wird nicht Kraft, gell? Jawohl, Herr Stingelmeier, toben Sie sich da aus. Sagt mir, wo ist denn der Fahrt überhaupt hier? Hä? Jetzt regen Sie sich mal schön wieder ab, Herr Stingelmeier, und hören Sie gut zu. Sie haben dem Gustl nämlich Unrecht getan. Verstanden? Kein Wort habe ich verstanden. Ich habe ihm Unrecht getan, wieso denn? Ich hab glaubt, der Kerl hat mich... Herr Ingenieur, wann ich bitten darf. Bei uns gibt's keinen Kerl. Höchstens einen. Und der kann gehen. Außerdem erlasst Sie was sagen. Da gibt's nicht mehr viel zum Sagen. Die Situation ist bereits geklärt. Ich gehe. Darf ich ihn schon rauslassen, Marianne? Noch nicht, Vater. Tut mir leid. Sitz dir mal her, Flori. Ich mag lieber stehen bleiben. Hinsetz, hat die Junge gesagt. Donnerwetter. Hast du jetzt wieder beruhigt, Flori? Nein, noch nicht ganz. Ich kann dem Kerl immer noch das Kreuz abschlagen. Dann bekämen Sie es aber mit mir zu tun, Herr Stingelmeier. Wieso denn mit dir? Du siehst auch gut. Vorher, da wolltest du bei mir noch nach Tirol überfahren, gell? Meinen Sie wirklich, Herr Stingelmeier? Sag mal, was ist denn da los? Was gibt's denn da so blöd zum Lachen? Eine ganze Menge, Flori. Die Inge macht sie nämlich gar nichts aus dir. Und wenn sie so getan hat, dann war das alles zwischen ihr und mir abgemacht. Ja, wie denn das? Ja, wie denn das? Papiert haben's die, du Lutsch. Bisschen auf die Schippe genommen, heißt es bei uns in Berlin. Nein. Herr Stingelmeier, ich wollte Sie vorhin nur noch mal auf die Probe stellen. Und Sie haben glänzend bestanden. So, und jetzt bist du wieder dran. Spannst was, Flori? Naja, so langsam geht man schon. Herr Berger, ich weiß nicht. Hier, bitteschön. Na, du narrischer Teufel. Wenn ich nicht so schnell gewesen war, dann hätt's mir wohl tatsächlich erschlagen. Gustl, Ja? hätte mir aufrichtig leid getan. So, jetzt will ich aber meinen verdienten Lohn. Nicht hier, Gustl, vor all den Leuten. Komm mit auf mein Zimmer. Aufs Zimmer? Schon wieder? Ich bin auch nicht so ganz
unbeteiligt an der Geschichte, mein lieber Herr Stingelmeier. Ja, wieso? Ja, freilich, die Hermine, die hat doch mich ausstaffiert. Mei, die hat mir das Kleid geliehen und die Schuhe und den Schmuck. Und dafür darf sie auch jeden Tag mit meinem Alice Ins Wirtshaus gehen. eine große Bergtour machen. Ist das Ihr Chef oder nicht? Alles, was sagst du denn da dazu? Ich hab doch da nichts mehr zum Sagen. Ja, jetzt siehst du's, du alter Batsche, dass bei mir auch andersrum gekommen. Aber grad so gefällt's mir, Marianne, du. Aber jetzt gibst du mir endlich ein Puzzle. Stopp, schau dich doch vor die Leute. Du gehst an der Arbeit. Alice, die hilft dir schon dabei. Kim, Alice, Kim! Meine Marianne hilft mir. Na, Gundel, wie ist es da mit uns zwei? Nicht jetzt, Flori. Ja, warum denn nicht? Ach so. Freund Vogelsang, hätten Sie bitte die Freundlichkeit und würden Sie für einen ganz kleinen Augenblick verschwinden? Wieso? Ich find's ganz gemütlich. Ja, das glaube ich aber trotzdem. Bitte. Ah, wird man hier verwöhnt. Jetzt sind wir allein, Flori. Gott sei Dank, Gundel. Gundel, ich muss sagen, du kommst mir in dem Gewandel da arg fremd vor. Im Steigwand hast du mir besser gefallen. Und im Trachtengewand ganz besonders. Ja, und wann ist dann mit uns zwei so weit, Flori? Ich hab mir nicht im Herbst, dann heiraten wir. Ist der recht? Ja, Flori. Schmeckt mir das Puzzle schon bedeutend besser. Mein Lieber, heute hat's wohl wieder lang gedauert mit der Zeitung, gell? Wahrscheinlich hat sie sich wieder wo festgerascht, unsere Zeitungsfrau. Ma, jetzt trink halt deinen Kaffee. Ja, gleich. Ja. So, bloß die ist heute nicht drin. Ah, doch, da ist. Möbliertes Zimmer, zentrale Lage, Badbenutzung. Bogner, Riegelstraße 56. Mama, jetzt wirst du was erleben. Wirst sehen, das Zimmer sind wir im Handumdrehen los. Was, leid tut's mir schon, dass wir das Zimmer da vermieden, Papa. Mein Gott, geht das schon wieder los. Hast du eine andere Idee? Schimpfen wir mal wieder über den Staat? Ma, ich schimpf doch gar nicht. Aber jammern tust. Konnte nie was dafür. Wenn der Vater Staat kein Rabenvater wäre zu uns, dann brauchen wir auch keine fremden Leute in die Wohnung nehmen, nicht? Erst auf der Leben lang haben wir gewerkelt und gearbeitet. Steuern haben wir gezahlt, Abgaben haben wir gezahlt. Und was haben wir jetzt davon? Eine Renten, die hinterm Vorn nicht langt. Ein Saustall ist das. Mei, schau, so ein schöner Tag und du masselst das umeinander. Und dabei sitzt man so gemütlich beim Kaffee. Was, die brühen ins Du-Kaffee? Du, der Kaffee fängt bei mir beim Mokka an. Naja, aber wir sind ja das Sparen schon gewohnt von früher her, gell? Was wollen wir noch mehr? Jung gewohnt, alt getan, gell, Mama? Ja, du hast ja recht, Papa. Aber wir sagen, wenn wir einen netten jungen Mann als Untermieter haben, dann haben wir gleich mal ein paar Margel mehr. Was heißt jungen Mann? Ein nettes junges Mädel, haben wir gesagt. Hast du gesagt? Ich hab gesagt, der junge Mann. Schau, der macht noch halb so viel Arbeit. Ja, die Frauen, die sind dann draußen in der Küche, dann wollen sie waschen und kochen. Nein, da tue ich nicht mit. Blödsinn. Du schau, ein Mädel macht sich das Zimmer selber sauber. Da brauchst du gar nicht kümmern. Du, und die raucht auch nicht und so. Geh. Die Madeln rauchen halt genauso, gell? Ja. Überhaupt ist bei uns nicht Raucher. Mama, lass uns halt ein Mädel nehmen. Nein, ich hab die Arbeit. Ich will ja ein junger Mann. Nur über meine Leiche. Schau, Mama, wir haben uns doch immer eine Tochter gewünscht. Und das wäre halt jetzt ein Ersatz, wenn wir doch selber keine Tochter haben, nicht? Ja, und ich immer einen Sohn. Nein, ich seh's direkt schon im Geiste vor mir.
dass wir ein junges Mädel als Untermieterin haben. Ja, Betonung auf Jungs, gell? Meinst du, die kennt die nicht? Oh, ich hab dir schon gesehen, wie du einer immer auf die Haxen schaust, wenn sie an dir so vorbeirauschen. Okay, Haxen, Haxen. Du, Haxen interessieren mich höchstens als Schweinshaxen. Ach was, ein junges Mädel kommt her und Punkt. Ein junger Mann, Doppelpunkt. Du haust heran, du. Also, dass jetzt du immer das letzte Wort haben musst, ha? Ja, was ist denn das? Schau dir das an, jetzt langt's mir aber. Sie halten seinen trittfälligst bei ihr drum! Hallo! Ja, legen Sie einen Weg schon wieder auf! Was aufregen? Ja, was meinen denn Sie, was los ist, wenn mich ich aufreg? Ich hab mir nur die Anmerkung erlaubt, dass Sie so frech waren, einer dreckige Dick darunter zu beiteln, Sie, Frau Holle, Sie. Woher soll denn die wissen, dass Sie im Zimmer sind? Nein, seid bloß froh, dass mich meine angeborene Höflichkeit davon abhält, Ihnen zu sagen, was ich von Ihnen halte. Drehen Sie ruhig ein bisschen weiter. Ja, freilich, rum runter, gell? Da dran Sie einer. Sie aufplatzt die Mülltüten, Sie. Mei, Papa, sei doch stark. Ach, ist ja wohl, reißen Sie ja in Zukunft ein bisschen zusammen, sonst kann es sein, dass er mal drum hinauffliegt. Das wird's doch nicht schon sein. Ah, du, die kommt mir jetzt gerade recht. Nein. Mama, halt mich zurück, sonst passiert was. Mach ja keinen Schmarrn, gell? Also ich kann da gar nicht dabei sein. Ja, da werde jetzt eine Geschichte erzählen. Sie passt. Oh! Grüß Gott. Sagen Sie der Herr Buchner selber? Ja, freilich, bitte kommen Sie doch rein. Ja, Dankeschön. Ist das Zimmer noch frei? Ach, deswegen kommen Sie? Ja, ich habe Sie nämlich draußen schon schreien gehört. Ja, da gibt's eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sind ein Choleriker oder es war ein Gaudi. Also mit solchen Nachbarn macht man kein Gaudi. Aber bitte schön, setzen Sie einer durch. Dankeschön. Ja, sowas Nettes. Was haben Sie gesagt? Ich hab gemeint, sowas nicht. Ja, ach, darf man rauchen? Selbstverständlich. Wo sind Sie, ja? Bitte. Darf ich? Ja. So. Dankeschön. Ja, da haben Sie aber ein Glück gehabt, dass Sie die Erste sind. Das Zimmer ist noch frei. Auf dem Weg ins Büro habe ich die Anzeige gelesen und bin gleich her. Da bin ich jetzt aber froh. Ich auch. Ach. Ja, weil einer meine Frau nicht abwimmeln können hat, gell? Wissen Sie, meine alte, meine Gattin, die möchte nämlich unbedingt einen jungen Mann als Untermieter. Aber jetzt bin ich ja zuvor gekommen. Jetzt habe ich es ausgeschmiert. Wenn sie der Frau aber dann nicht recht ist. Das hat nichts zum Sagen. Aha. Nein, der Mann bin ich und der Haushaltungsvorstand. Sie sind vielleicht gut. Ja. Kann ich mir das Zimmer gleich anschauen? Ja, freilich, selbstverständlich. Schauen Sie, da geht's raus, Fräulein. Strobe, Andrea Strobe. Bitte. So, ich komm gleich noch, gell? Ich muss da ein bisschen zusammenbrennen. Ja, schau mal, die sind da. Ja, Papa, ja, sag einmal, ja, wo bist denn? Warum machst du denn nicht auf? Ja, ich bin ja schon da. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, kommen Sie auf die Anzeige? Ja, ich wollte fragen, ob das Zimmer noch frei ist. Ja. Jäger, Peter Jäger. Ja, bitte, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ja, ich will Sie gar nicht lang aufhalten. Also, das Zimmer ist noch frei. Ja, freilich. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Gott sei Dank. Es ist nämlich nicht leicht, auf die Schnelle ein Zimmer zu finden. Also, wenn ich mir die Frage erlauben darf, warum suchen Sie denn auf die Schnelle Ihr Zimmer? Ich will weg von daheim und das so schnell wie möglich. Haben wir einen ausgeschmissen? Das gang mir gerade noch ab. Dann haben Sie einen Krach gehabt, ha? Nicht direkt. Mein Vater, der will wieder heiraten. Ach so. Und da gingen Sie im Weg um. Haben Sie was gegen Ihre Stiefmutter? Ich kenne sie noch gar nicht. Mein Vater, der hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt und da habe ich ihm gesagt, dass ich die gar nicht kennenlernen will und dass ich ausziehe. Ja, aber die kann doch auch ganz nett sein. Nett sein. Wissen Sie, meine Mutter, die ist erst vor einem halben Jahr gestorben. Oh mei. Da weiß ich doch schon Bescheid. Die hat's doch nur auf unser Geld abgesehen. Naja, das heißt, ganz mittellos soll es ja nicht sein. Eines bringt's auf alle Fälle mit, eine Tochter. Haben Sie was gegen Ihre Schwester? Dass ich nicht lach. Von mir aus soll er doch heiraten, wen er will, ohne mich. Ja, kann ich das Zimmer da mal sehen? Ja, freilich, kommen Sie nur mit. Wissen Sie,
Mein Mann möchte nämlich nur an ein junges Mädel vermieten. Oh, dann habe ich gar keine Chancen. Na, also wenn ich einer das Zimmer vermiet, dann ist vermiet. Dann werde ich aber bei einem Mann nichts zum Lachen haben. Er ist doch der Herr im Haus. Oh, wenn er es auch noch nicht gemerkt hat. Aber bei uns geschieht immer das, was ich will. Ja. Die Hauptsache ist, er glaubt, sein Wille geschehe. So, bittchen. Ja, danke. So, Fräulein, jetzt ging es weiter. Jetzt zeige ich Ihnen das Bad. Ja. Ach, unseren Balkon darf er selbstverständlich auch nicht benutzen. Da haben Sie den ganzen Tag Sonne. Wenn's scheint. Naja, manchmal versteckt sie sich halt, gell? Aber wenn Sie bei uns wohnen, haben wir auch bei Regen Sonnenschein. Oh, Sie können aber Komplimente machen. Ja, das schlage ich dann als Lustbarkeitssteuer auf die Miete, gell? So, das werde ich mir aber dann nicht leisten können. Aber wie hoch ist denn die Miete ohne Komplimente? ja, wir haben uns halt gedacht. Oh, viel zu viel. Gut, dann sagen wir die Hälfte. Immer noch zu viel. Gell? Ja, ja, schauen Sie, ich bin ja eigentlich nie da. Ja, tagsüber arbeite ich und das Wochenende verbringe ich sowieso immer bei Bekannten. Praktisch schlafe ich nur da. Ach so. Na gut, dann sagen wir fürs Bett benutzen 200 Mark. Einverstanden. Den Mietvertrag machen wir dann das nächste Mal. Ja. Nur, dass ich mich drauf verlassen kann. Schlagen Sie ein. Freilich. Sie, sagen Sie mal, sind Sie verheiratet? Ja. Ach du liebe Zeit. Hätte Ja. noch heiraten müssen. Ja, dann haben Sie ein Kind auch. Ja. Also dann wird's mit uns zwei nichts werden. Ja, wissen Sie, wir haben eher an ein alleinstehendes junges Mädel gedacht, nicht? Ich kann Sie beruhigen. Ja. Mein Mann und mein Kind sind imaginär. Schau Marke. Haben Sie das schon länger? Nein, ich meine, meine Familie gibt's gar nicht. Ja, die habe ich praktisch erfunden. Aber bitte, es bleibt unter uns, gell? Ehrensache. Also, der Grund, warum ich heiraten müssen habe, ist die Frau Bollmann. Ja, ich bin nämlich Chefsekretärin bei der Firma Bollmann. Finden Sie mich eigentlich hübsch, Herr Bogner? Ja, bildsauber. Ja, sehen's, das findet mein Chef auch. Aber seine Frau ist furchtbar eifersüchtig. Und drum hat ihr mein Chef erzählt, dass seine neue Sekretärin glücklich verheiratet ist. Ja, und so bin ich zu meinem Mann gekommen. Ja, und zum Kind. Ja, der Bub macht die Familie ja erst vollständig. Also Sachen gibt's gar nicht. Ja. Ja, aber Sie, was ist denn, wenn die Frau einmal dahinter kommt? Ausgeschlossen. So oft kommt die nicht in die Firma. Aber wenn's kommt, oh, dann ist es wie ein Verhör bei der Kripo. Okay. Ist der Kleine wohl auch, Frau Strobel? Wo haben Sie ihn denn in Pflege? Ach, bei der Oma. Naja, auf die Oma kann man sich eben verlassen, nicht wahr? Aber wäre es nicht besser, wenn sie zu Hause... Oh Gott, ja. Ihr Mann arbeitet ja beim MVV. Naja, die verdienen ja auch nicht den Himmel, nicht wahr? Aber mich geht's ja nichts an. Ja, mich auch nicht. So, jetzt fahre ich schon mal heim und hole ein bisschen Sache. Ja. Dann kann's losgehen, gell? Ach, darf ich unten dreimal klingeln und Sie helfen mir Na dann? klar. Ich bringe Ihnen noch schnell runter. Frau Strobel. Sag's doch einfach Andrea zu mir. Hm? Andrea. Nein. So was Nettes. Die Hauptsache ist, dass von der Straße her nicht laut ist. Ich schlafe nämlich tagsüber. Ja, was machen Sie dann nachts? Da muss ich arbeiten. Ich habe einen Job als Fahrer. Da fahren Sie nur nachts. Ja, wissen Sie, wir fahren Obst und Gemüse. Und das muss in der Früh an Ort und Stelle sein. Mei, das ist eine Arbeit wie jede andere auch. Abends um 7 geht's los und in der Früh um 7, da kommen wir wieder heim. Mei, das muss doch anstrengend sein. Ja, wie lange machen Sie denn das schon? Heute Abend fange ich an. Ach so. Dann wünsche ich Ihnen jedenfalls recht viel Glück. Wo haben Sie denn vorher gearbeitet? Bei meinem Vater. Wir haben eine Obst- und Südfrüchte-Großhandlung. Walter Jäger, wenn Sie es vielleicht schon mal gehört haben. Jäger. Ja, freilich, der mit den vielen Lastwagen. Mein Gott. Und da laufen Sie davon wegen einer Frau, die es gar nicht kennen. Wir sind manchmal so geht im Leben. Wissen Sie, mein Vater, das ist nur einer vom alten Schlag. Einer von denen, die nichts aus der Hand geben und die jede Entscheidung selber fällen wollen. Ja, dann soll der ruhig einmal alles selber machen. Ich mache keinen Lehrbuben mehr. Hoffentlich haben Sie Ihnen das gründlich überlegt. Das werden wir dann schon sehen. Tja, bis auf die Miete wären wir uns ja eigentlich einig. Ach ja, die Miete. Wissen Sie, mein Mann, der hat bloß eine kleine Rente, gell? Und mit dem Einkommen, da können wir nicht auskommen. Und darum haben wir uns entschlossen, das Zimmer dort zu vermieten, Herr Jäger. 250 Mark, einverstanden? Ja!
Ja, so haben wir uns eigentlich gedacht, ja. Wenn's Zimmer so ruhig ist, wie Sie nett sind, dann passt's. In unserem Haus wohnen nur nette und ruhige Mieter. Einen Augenblick, bitte. Ist ja der Mann nicht da? Im Moment nicht, aber er muss jeden Augenblick kommen. Ich kann nicht vorher reden, meine Frau zu beleidigen. Auch einer von den Ruhigen. Ja, der Mann soll sich jetzt auch nicht blicken lassen. Guten Morgen, Frau Bogner. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich vorstellen, das ist unser neuer Untermieter, der Herr Jäger. Ah, freut mich. Ranzinger. Grüß Gott. Entschuldigen schon, dass ich gerade so laut war, aber was tut man nicht alles für den lieben Frieden? Wissen Sie, meine Frau steht nämlich oben auf der Treppe und will jetzt was hören. Ja, seine Frau ist nämlich... Ein Besen. Nein, ein bisschen eigenwillig ist sie heute. Naja, danke schön für Ihr Verständnis, Frau Bogner, aber Besen passt noch mal besser zu dem Schrupper. Ja, und drum lasst sie mir keine Ruhe, bis ich runtergehe und dem Gustl ebenfalls die Meinung sag. Tja, jetzt muss ich aber leider gehen. Also, auf Wiederschauen beieinander. Wiederschauen. Ach, Frau Bogner, mein Koffer bringe ich dann nachher gleich mit, gell? Wiederschauen. Ein netter, sympathischer junger Mann, der Werner da wohnt, gell? Der Gustl, der weiß noch gar nicht, dass ich für 250 Mark das Zimmer dort vermietet hab. Ja, das kann man schon brauchen, gell? Wo ist er denn hin, der Gustl? Ich weiß nicht. Ja, Paula, was ist denn? Sofort kommst du raus, wenn der Kerl nicht da ist. Jawohl, Paula, ich komm sofort drauf. Du, Paula, ich glaub, der kommt jetzt grad. Ja, du, dem werde ich jetzt aber Bescheid sagen. Ja. Ja, der Fritz... Auwe, ist schon wieder einmal ein Ziege anfällig. Mama, schau her, das ist für dich. Was, ein Kaffee? Ja, Und Mokka noch dazu. Ja, wie kommst denn du zu dem? das werde ich dir gleich erzählen. Du, ich hab vielleicht eine Überraschung für dich. Und die erst für dich, Papa. Also Fritz, das muss ich dir sagen. Deine Frau hat sich ja wieder was geleistet, gell? Stell dir vor, wir sitzen da gemütlich beim Kaffee, da schützt sie einen halben Apfeleimer über unser Marmeladbrot. Ja, ich weiß schon, Gustl. Es tut mir auch leid, aber bittchen, tu mir heute mal wieder diesen Gefallen. Na, du, den Schmarrn mach ich nicht mehr mit. Das wird ja immer schlimmer mit dir, wenn ich bei jedem Krach nachgib. Ja, aber in Wirklichkeit tust du das doch gar nicht. In ihren Augen eben schon. Nix da, du gehst jetzt rauf und drast einmal ordentlich auf. Ich hab doch nichts zum Sagen. Ja. Geh, Gustl, alter Spätzle. Mir zu lieb. Lass dich halt nicht so bitten. Ja, ist ein guter Herr. Willst du anfangen oder soll ich? Nein, fang nur du. Na, Herr Reinzinger, was passt denn den heute schon wieder nicht? Ja, was heißt denn da nicht passen? Ja, Sie können vielleicht schauen und fragen. Dass Sie mir das noch ein einziges Mal passiert, dass Sie meine Frau beleidigen, da und da. Was? Sie trauen ja noch verpassen mir eine Ziege an? Aber das müssen Sie doch einsehen, Herr Reinzinger, dass das nicht geht, dass einer Frau die dreckige Decken da zum Balkon runterstaubt. Ja, was heißt denn da dreckige Decken und von wegen gestaubt? In unserem Haushalt, da gibt's keinen Staub. Da ist meine Frau viel zu reinlich dazu. Und wenn Sie ihr das anständig gesagt hätten, Herr Bogner, dann hätte meine Frau die Decken im Hof drunten ausgestaubt. Der Ton macht die Musik, Herr Bogner. Prost! Oh. Heute bist du aber in Form, Fritzi. Ein für alle Mal. Ja, Sie haben ja recht, Herr Reinzinger. Ich werde mich halt dann in Zukunft ein bisschen zusammenreißen, gell? Du, den Zigarren ist gut. Wo hast denn die her? Am Kiosk hab ich's gekauft. Am Kiosk hab ich's gekauft. Eine Mark das Stück, gell? Ja, Sie können ja vom Glück reden, dass ich es dieses Mal dabei bewenden lasse und von der Klage absehe. Aber das ist meine letzte Ultimatum. Ja, jetzt schreit's doch nicht so, Herr Reinzinger. Da läuft ja die ganze Nachbarschaft zusammen, nicht? Nicht? Ja. Ich glaub, jetzt klang's mit dem Theater. Ja, machen wir schön. Hey, Gustl, ich danke dir recht Ist schön. schon gut, Fritzi. Ja?
So komm ich wenigstens zu einer Zigarre, gell? Und ich zu meiner Ruhe. Mei, jetzt haben Sie es ein Gustl wieder ordentlich gesagt, ha? Was? Wir. Ich bin noch ganz verdattert. Was ist, Herr Ranzinger? Es trinkt jetzt gleich ein Tassel Kaffee mit uns mit Mokka. Na, vielen Dank, ich muss gleich wieder rauf. Sonst kriege ich wieder meine Lektion. Mein Gott, du kriegst wohl eine Lektion nach der anderen, was? Bei mir ganz schon mal für ein ganzes Lexikon. Also ich glaube ja nicht, dass das der richtige Weg ist. Die wird ja immer schlimmer. Wem sagst du das? Bin ja nicht erst seit gestern verheiratet. Was der Ranzinger kann einem wirklich leid tun. Und dabei ist eine Seele von einem Menschen. Ja, glaubst denn du, dass ich sonst das Theater da mitmachen darf? Papa, jetzt rate mal, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Nein, Mama, rat du zuerst, was passiert ist. Auf das kommst du nie, was ich für eine Überraschung habe. Ja, und du kannst an meine auch nicht denken. Ach, sag mal halt die deine. Nix da. Erst raus mit der Dein. Da, Ja, wo hast denn du das Geld her? geh, da schaust. Ja. Ich hab unser Zimmer vermietet. Was? Ja. Na, das ist allerdings eine Überraschung. Geh, das haut dich um. Das soll ja noch nicht umhauen. Ja, sag einmal, freut's dich gar nicht. Wenn ich jetzt ein Hund war, würde ich mit dem Schwanz wedeln. Ja, und du, jetzt sagst mir du deine Überraschung. Ja, das ist inzwischen eine Sensation geworden. Eine Sensation? Ja, oder schon mehr eine Katastrophe. Ja, was ist denn los? Ich hab das Zimmer auch vermietet. Na, ja, dann musst du es rückgängig machen. Kommt ja gar nicht in Frage. Wenn, dann du. Ja, wieso denn nie? Wieso denn nie? Na, ich hab das Zimmer zuerst vermietet. Nein, ich. Und die Miete habe ich auch schon kassiert. Ja, ich auch, gell? 250 Mark. Was? Und du? Ja, weißt du, mein Mieter benutzt ja praktisch nur als Schlafstelle, gell? Und übers Wochenende, da ist sie gar nicht da. Eine Sie? Also hast du doch eine Sie genommen? Ja, mei, weißt schon, so ein nettes, sympathisches, starkes, junges Mädel. Wie viel zahlt's denn? Ja, das zahlt schon. Wie viel? Mei, so 200 Mark. Spinde? Im halben Monat, aber das... Ach so. Nein, nix da. Du kündigst dir und der junge Mann zieht ein. Herrschaft, ich will keinen Kerl im Haus. Ich mag mich ja selber nicht. Was soll ich noch miteinander? Papa, das ist doch so ein armer Teufel. Schau, er hat sein Elternhaus verlassen müssen, weil er meine Stiefmutter vor die Nase gesetzt worden ist. So, und dafür sollte jetzt er mir vor die Nase gesetzt werden. Ohne mich. Schau, den spüre ich gar nicht. Der ist Fahrer. Der fährt von uns bis in der Früh. Und tagsüber, da schlaft er praktisch. Nein, hab ich gesagt. Mit dem habe ich überhaupt keine Arbeit. Na, Moment einmal. Lass mich doch einmal nachdenken. Lass das bleiben, Papa, das tut dir nicht gut. Ich hab's, Mama! Ich hab's! Ja, das glaube ich auch. Die hat's, ha? Mama, das ist die Idee überhaupt. Wir nehmen alle zwei. Ja, spinnst denn du? Wieso? Ja, wo soll denn die schlafen? Vielleicht bei dir? Oh, wäre im Prinzip nichts dagegen einzuwenden. Papa! Mama, jetzt überleg doch einmal. Schau, Ja. wenn sie bei der Nacht schlaft und er untertags, die können doch leicht schichtweise schlafen. Ja, meinst du, dass die zwei einverstanden werden? Das brauchen wir ja nicht auf die Nasen binden. Mama, überleg doch einmal. Wir hätten dann im Monat 450 Mark mehr zum Leben. Wieso 450? 500 wollte ich sagen, ja. Weniger 50. Das war schon schlecht. Köpfchen muss man haben, Mama, Köpfchen. Ja, aber du pass einmal auf. Nehmen wir einmal an. Der eine, der macht sich zu spät auf Fürs und der andere zu früh. Du, was sagt denn dann da dein Köpfchen? Ha? Das ist alles eine Sache der Einteilung, nicht? Ja, wir müssen halt einen genauen Plan machen, wann sie kommen und wann sie gehen ja, im Notfall müssen wir halt dann einen Notausgang finden, nicht? Hey, ob das nicht einen ganzen Durcheinander gibt, ha? Was? Schon wieder ein neuer Mieter? Geh, Mama, sag ihm, dass wir nur noch für Samstag und Sonntag Nacht ein Zimmer frei haben. 20 Mark pro Nacht. Grüß Gott. Kann ich Sie wegen dem Zimmer sprechen? Na, was sag ich denn?
Grüß Gott. Bitte, nehmen jetzt Platz. Danke. Also wegen dem Zimmer kommen Sie? Ja. Ja, da hätten Sie früher aufstehen müssen. Ja, ich meine, da sind Sie leider zu spät. Ach, das ist schade. Ja. Ich suche nämlich ein Zimmer für meine Tochter. Tja, das ist ein Pech, gell? Ja, und das ist schon fest, da lasst sie gar nichts mehr ändern. Leider, wir haben es nämlich schon zweimal wir hätten es schon zweimal vermieten können, ja. Das ist dumm. Wissen Sie, ich habe meine Wohnung gekündigt, weil ich wieder heirate und zu meinem Mann ziehe. Ja, aber plötzlich hat sich meine Tochter anders überlegt und will nicht in das Haus dort mit einziehen. Ja, versteht sie sich nicht mit ihrem Mann? Ja, schon, aber... Wollt vielleicht eine Tasse Kaffee? Oh, gern, wenn ich sie nicht aufhalte. Aber woher denn? Ja, dann schenk halt ein, Mama. So? Danke, nein, also gegen meinen Mann hat's gar nichts. Aber sehr viel gegen seinen Sohn. Der ist nämlich mit unserer Heirat nicht einverstanden, wissen Ja, seltsam. Sie, so einen Fall kenne ich auch. Ja, naja, ich weiß gar nicht, ob Sie das alles interessiert. Doch. Naja, er bildet sich halt ein, dass man aufs Geld von seinem Vater aussah, ne? Und wie das meine Tochter erfahren hat, war's aus. Sie hat gesagt, sie betritt das Haus nicht und kennenlernen möchte sie Menschen auch nicht. Ja, mein Gott, was soll man da schon machen, ne? Ja, wer will sich das nachsagen lassen, dass er hinterm Geld her ist, gell? Ja, Sie werden lachen. Ich habe ihn überhaupt noch nie gesehen. Ja, der hat es fertiggebracht, mir ständig aus dem Weg zu gehen. Ja, sein Vater ist dann auch narrisch geworden und hat gesagt, dass wir auch ohne seinen Segen heiraten. Naja, und daraufhin ist er ganz ausgezogen. Was? Na, das nenne ich Vorurteile. Ha, ich habe immer gemeint, die jungen Leute haben die Toleranz gepachtet heutzutage, gell? Von wegen. Ding, 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 ding. Das ist für mich, Mama. Bin schon unterwegs. Das ist mein Mieterin, Mama. Ding, 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 ding. Ich komme. Voll nur den kleinen Briefkasten rein, gell? Ja, sieh, dann geht's bei Ihnen hart auf hart. Und ausziehen tut er auch. Ja, sieh, was sagt denn da Ihr Mann? Naja, der Herr Jäger meint, die Kinder, die werden sich schon beruhigen, wenn wir mal verheiratet sind und alles geht wieder seinen Gang. Jäger? Haben Sie Jäger gesagt? Mein zukünftiger Mann heißt so, nicht? Ja, und ab Samstag heiße ich auch so. Jäger? Obst und Gemüse? Großhandlung, ja, warum? Jetzt haben wir den schönsten Obstsalat. Was meinen Sie? Nix. So, Mama, schau her. Schau her. Das ist unser Fräulein. Ja, grüß Gott, Frau Bogner. Grüß Gott. Ja, ich flippe aus. Andrea! Ja, sag einmal, wie kommst denn du daher? Ja, wegen dem Zimmer. Aber du bist mir schon so vorgekommen, ne? Drum warst du nicht daheim. Was, Sie kennen sich? Ja, das Fräulein hier kenne ich schon seit ihrer Geburt. Ach, dann sind Sie die Hebamme. Aber als Mutter ist man doch auch dabei, ne? Mutter! Hast du das gehört, Mama? Das ist die Mutter. Ja, Sie kann ja die Schwester sein. Jetzt hört's auf. Was? Dann sind Sie? Ja, vierte Gott. Grüße Gott, wollte ich sagen. Und herzlich willkommen. Wirklich? Ja. Das hätten Sie ja auch nicht gedacht, dass Ihre Mutter, gell? Das gefällt mir vielleicht. Ja, sie gefällt mir auch. So, Mutti, komm, jetzt schaust du mir schnell mein Zimmer an und dann muss ich mich schicken, dass ich nicht spät ins Geschäft komme. Okay? So, jetzt haben wir den schönsten Salat. Bitte kein so ein Schmarrnsalat. Die Frau da drin heiratet am Samstag den Vater von meinem Untermieter. Ja und? Sag mal, hast du heute ein Brett vorm Hirn, ha? Nein, heute nicht. Wenn die zwei Alten heiraten, dann sind unsere Untermieter Bruder und Schwester. Mein Gott, Bruder und Schwester. Bruder und Schwester? Ja. Oh. Jetzt schau nur, dass du es weiterbringst. Ja, das geht jetzt nimmer, Mama. Willst du haben, dass die unter einem Dach hausen? Das gäbe ja Mord und Totschlag. Aber Mama, die sehen sich doch gar nicht. Vielleicht früher, wie du glaubst. Wieso? Er holt nur schnell seinen Koffer und jeden Augenblick kann's läuten und er steht vor der Tür. Gottes Willen, das doch... Das wird er schon sein. Mama! Schau, Renn doch nicht davon! schau, du wirst dich rauswuseln. Was soll ich denn jetzt machen? Köpfchen, Papa, Köpfchen. Aha, leit du nur zu, von mir aus kannst du lang leiten.
Jetzt wird er noch frech, auch. Merkt denn der nicht, dass niemand daheim ist? Herr Bogner, ich glaube, es hat Wind. Ja, das war unten. Ja, hört's das nicht schon wieder? Ja. Ich glaube, da will jemand zu Ihnen. Hm? Ja, drum läutet er wahrscheinlich. Ja, wollen's nicht aufmachen, oder? Na, wissen Sie, das ist sicher wieder einer, der das Zimmer anschauen will oder zum Sammeln kommt oder so. Ja, aber es könnte doch auch was wichtig sein bei der Ausdauer. Hm? Ja, Ausdauer hat er. Vielleicht machen Sie es doch besser auf. Hm? Ja gut, wenn's meine... Ja! Hast noch Zeiten? Was ist denn? Grüß Gott. Sind Sie der Herr Bogner? Ja, persönlich. Einer Frau wird's Ihnen sicherlich schon gesagt haben. Ja, das hat mir meine Frau schon gesagt, Ja. dass Sie uns unverbindlich einen Staubsauger vorführen wollen, gell? Also, dann fangen wir es nur gleich an. Na, aber ich... Nein, danke. Wissen Sie, das Staubsaugen gehört zu meinen Aufgaben. Da kann ich mir jetzt ein bisschen drucken. Wenn ich die Damen vielleicht dabei ein bisschen hinausbuxieren dürfte. Todmüd bin ich, Mutter Bogner. Ich wollte was. Todmüd? Na, Mutter. Ach so. Oh, Sie, Herr Jäger. Heute sind Sie aber schon ein bisschen früher dran wie sonst, hä? Ja. Ich hätte heute eine Fuhre Orangen fahren sollen. Wissen Sie für wen? Na. Ausgerechnet für meinen Vater. Aber nicht mit mir. Ich habe einfach die Kisten nicht ausgeladen, wie ich Walter Jäger auf meinem Lieferschein gelesen habe. Drum bin ich halt früher da. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie können doch Ihre Arbeit nicht nur teilweise ausführen, nur um Ihren Vater eins auszuwischen. Der ärgert sich grün und blau. Yes. Mein Chef natürlich auch, weil ich mit dem halbvollen Wagen zurückgekommen bin. Das ist ja Wahnsinn. Ich sehe ihn direkt, wie er in die Luft geht. Er ist der Einzige, der nichts gekriegt hat von der billigen Schiffsladung. Die anderen Großhändler haben schon alle zugeschlagen. Die zerreißt's. Ja, also, wenn ich es auch nicht für richtig finde, gell? Du, aber trauen tut er sich was. Ja. Das ist überhaupt ein lieber, ein reizender, ein netter junger Mann. Jesus, da fangen die voll wieder, gell? So wie du tust, tue ich noch lang nicht, gell? Wieso? Mein Gott, diese Andrea, haha, diese Figur und diese Haar und dieser Gang, ja, so Ja, Mama, du hast ja Sexappeal. Hat der Knopf. Herr Jäger, schlafen Sie schon? Nein, noch nicht. Ist was? Schauen Sie mal her, gehört der Ihnen? Ja, da ist er ja. Den habe ich ja schon gesucht, wie der steckt. Ja, also, wird der... Ach, Herr Bogner. Weil wir gerade allein sind. Was ist denn? Seit ein paar Tagen, da fällt mir das schon auf. Was denn? In meinem Zimmer, da riecht's manchmal so merkwürdig. Es riecht? Merkwürdig? Ja, scharf. Scharf. Na, eigentlich eher süß. Ja, nach was denn? Also wenn mich meine Nase nicht täuscht, dann ist das Soir de Paris. Soir de Paris. Das ist französisch. Ach so. Wie riecht denn das auf Deutsch? Das ist ein Parfüm. Ah. Aber Ihre Frau, die braucht sich wegen mir nicht in Unkosten stürzen. Ja, wahrscheinlich meint sie es gut und spritzt ein paar Tropfen in die Gegend, gell? Aber wissen Sie, mir riecht das zu stark nach Weiber. Nach Weiber? Nach Weiber? So, ich werde sie ja ausrichten, ja. Ist recht. Und sie soll nicht besser sein, deswegen. Du Gott, ich will ja jetzt auf, die steckt da ja hoch. Jetzt hören Sie ja das hoch und da soll man schlafen. Die Höhe, hast du gehört? Hey, geht das vielleicht nur ein bisschen lauter? Ja, ich wir's probieren. Also das ist doch nicht zu fassen. Das ist eine Unverschämtheit. Dieses Mistvieh, hast du gehört? Kaum geht's einmal ein paar Tage gut. Aber im Speicher drum sind die Sicherungen. Gleich verrührt. Frau Bogner! Frau Bogner! Wer denn der Kriegszeiger morgen? Morgen! Ach, Sie sind doch
Mein Gott, haben Sie einen Staubsauger noch nicht losgebracht? Aber Sie könnten ja für mich ein gutes Wort einlegen. Sie kennen doch die Leute. Ja, mal schauen. Vielleicht kann ich was für Sie tun. Wohnen Sie in der Nähe? Ach ja, das kann man schon sagen. Ich hab Sie schon manchmal gesehen, in der Früh, wenn ich von der Arbeit gekommen bin. Ach, ich hab Sie auch schon gesehen, in der Früh, wenn ich ins Geschäft gegangen bin. Ja, nicht möglich. Ja. Und ich hab immer gedacht, Sie nehmen mich gar nicht zur Kenntnis. Was Sie sich so vorstellen. Wohnen Sie in der Nähe? Ja, sozusagen in allernächster Nähe. Sind Sie erkältet? Na, warum? Also, Sie schnuppern, als wenn Sie jeden Augenblick niesen müssten. Wahrscheinlich habe ich einen Staub in der Nase. Ach, Sie sagen mit der Nase. Was machen Sie denn dann mit Ihren Staubsauger? Nein, nicht Staubsauger. Ich bin Fahrer. Sozusagen ein Ritter der Landstraße und komm gerade von meiner Tür. Ach so, haben Sie umgesattelt. Na, früher haben Sie doch mit Haushaltsgeräten gehandelt. Nein, das war ein Missverständnis von Herrn Bogner. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass ich mir einmal vorstelle. Was ist mit der Musik? Um Gottes Willen! Nicht mal, Sie sind schon im Geschäft. Ja, freilich pressiert die Alte. Frau Bogner! Frau Bogner! Sagen Sie mal, in was für einem Verhältnis stehen Sie denn zu dem Mädel? Leider in gar keinem. Nicht in meinem verwandtschaftlichen. Menschenskind, das ist ja super. Ja. So was hat mir der Onkel Doktor verschrieben. Geh weiter. Da müssten wir zwei die gleiche Krankheit haben. Wie heißt denn? Andrea. Andrea. Zergeht auf der Zunge. Ja. Ich glaub, mir zergehen jetzt lieber ins Bett. Ich mein, Sie werden doch müde sein, wenn es die ganze Nacht mit dem... Nein, ich bin hellwach. Das glauben oder nicht, mein Herz, das schlägt wie ein Dieselmotor. Oh, das kenne ich. Bei mir ist das der Blutdruck. Passen Sie auf, dass es keine Fehlzündung gibt. Gell? Mei, und wie die Rie. Mein Gott, nach was riecht's denn jetzt schon wieder? Ja, natürlich. So Eau de Paris. So Eau de Paris. Das ist das gleiche Parfüm, das Ihre Frau auch benutzt. So ein Zufall, Ja. gell? Wissen Sie was? Lassen Sie einer Frau ruhig mein Zimmer ausparfümieren. Ach, das duftet vielleicht. Mir hat gerade vorhin einer erzählt, das riecht nach Weiber. Das duftet nach Frauen. Sollten Sie die Andrea einmal dazu bringen, mit mir auszugehen? Ausgeschlossen. Das geht nicht. Warum nicht? Ja, weil die ist verheiratet. Die hat einen Mo. Ja. Gell, jetzt fällt der Blutdruck wieder. Wenn mir schon mal eine gefällt, dann ist verheiratet. Aber so ist es halt einmal im Leben. Gute Nacht, Herr Bogner. Gute Nacht, Herr Jesus Maria. Also da, wenn er mir jetzt nicht dazwischen geworfen hätte, das war furchtbar geworden. Ja, und hat vollkommen vergessen, dass heute diese komische Party ist. Party? Ja, so ein Firmenjubiläum. Mit Musik und Tanz und so. Können Sie da einen alten Opa nicht mitbringen? Die Einladung ist leider nur für den Ehemann. Ach so. Ja, und wo haben Sie dann den Ihren? Ja, der Arme hat Dienst. Wissen Sie schon beim MVV. Ja, immer diese Schicht. Und keiner von den Kollegen will tauschen. Wissen Sie was? Ich bügel dir das Kleidl auf und mein Mann kann's vorbeibringen. Geil, Opa! Na, ich lass dann vom Fahrer abholen. Oh, das darf man aber gar nichts ausmachen. Gell, Oma? Na, danke schön, nicht nötig. Ach, Herr Bogner. Was denn? Wer war denn eigentlich der junge Mann vorher? Der junge Mann, irgendwann der pressiert, Fräulein Andrea. Und nochmal vielen Dank fürs Aufbügeln, gell? Ja, Sie wollen Sie nicht Ihr neues Kleidl anziehen. Was mit dem Rückendekolleté und dann nur solo? Ich will doch der Frau Bollmann den Abend nicht verderben. Sie, Ja? das ist ja gar kein Vertreter. Nein, der ist nur der Vertreter vom Vertreter. Ach so. Ja, soll ich Ihnen das Kleidl nicht durchbringen? Na, dankeschön. Ja, das ist irgend so ein Fahrer, der muss da ganz in der Nähe wohnen. Ja, wenn Sie wollen, können Sie Schnarcher hören. Sieh mal, wie der da die Witze lässt, so wirklich. Mensch, ich hab ja total vergessen. Ich muss ja noch so... Ach nein, das war... Also, wiederschauen.
jetzt ist mir das Blut stecken geblieben. Ich stell vor einem Herzinfarkt. Das war, sind Sie also schon begegnet? Ja, du, gerade noch, dass ich dazugekommen bin, wie ich eher bei ihr vorstellen wollte. Um Gottes Willen. Mama, da sind wir noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Also lang mache ich das Theater nicht mehr mit. Was ist denn jetzt schon wieder? Ihr werdet Exemplar Wunder erleben. Diese Frau, die hat mir Da ist wieder einmal ein Ziege anfällig. Warum denn schon wieder das Theater? Weil ich im Speicher die Sicherungen raustragen habe. Das Luder hat er mit dem Kasten das ganze Viertel mit Musik versorgt. Ja, stimmt schon. Bitte, Herr Ranzinger. Aber Zimmerlautstärke bitte mal aus, sagst du es Ihrer Frau. Gustl, Hä? Gustl, jetzt ist ganz aus. Mein Gott, noch 3, halt die Sicherung wieder rein. Dass ihr sehen könnt, was ritzt. Nein, meine Frau will euch anzeigen. Gut, aber dann mache ich Gegenklage, gell? Wegen Ruhestörung. Na, aber doch nicht deswegen. Was denn? Meine Frau hat festgestellt, dass bei euch 2 Personen verschiedenen Geschlechts in einem Zimmer wohnen. Aber nicht miteinander. Sie sagt, das verstößt gegen gute Sitten und Moral und es wäre Kuppelei. Okay, ich hab dir gleich gesagt, dass das nicht gut ausgeht. Also, na, ist also doch wahr. Also, Gustl, bei aller Freundschaft, weißt schon. Also, ich hätte euch ja schon lange anzeigen sollen, gell? Was? Ja, aber ich weiß ja nicht wo. Und zu sowas gibst dich du her und redst da von Freundschaft? Nein, ich hab zu ihr gesagt, dass ich euch zuerst gehörig den Kopf wasche. Alter, ich soll mich von dir wieder zusammenputzen lassen, gell? Sie horcht schon wieder. Jetzt schlag zu, ich kann schon gar nicht mehr da warten. 14 Tage ist jetzt Ruhe gewesen, Herr Buchner. Jetzt rennen Sie uns einfach die Sicherung raus. Ja, was denken Sie sich eigentlich dabei, die Gutmütigkeit meiner Frau so auszunützen? Sie... Ja, ist schon gut, Herr Ranzinger. Ich meine, Sie haben ja recht, Ihre Frau ist ja wirklich die Gutmütigkeit in Person, gell? Aber schon langsam wird's ein bisschen übermütig. Und darum sagst du jetzt deinen alten Xantippen, die da am Fenster wieder horcht, dass sie die größte Giftspritze in der ganzen Straße ist. Ja, Gustl! Nix, Gustl, jetzt platzt mir mal der Grund, mein Lieber. Ich mein, ihr habt es nicht im Überfluss und mir auch nicht. Aber das ist wohl das Höchste, dass ihr uns jetzt die paar Magel nicht vergunst, die uns mir dazu verdienen. Papa, sei doch stark. Ja, ist es der Herr Jäger, wenn das hört? Das ist mir wurscht. Ich bin jetzt narrisch. Merkt ihr das? Die 2 jungen Leute kehren nicht zusammen und haben auch nichts miteinander. Und deiner Alten kannst du sagen, wenn's mich noch einmal verdächtigt, dann kannst du mich wegen Körperverletzung anzeigen. Gustl, das heißt jetzt nicht da so in... Blöde Ziegentheater hängt mir jetzt schon langsam zum Hals raus. Geh auf und hau mir auf die Schmo. Das kann ich aber erst machen, wenn sie nicht daheim ist. Du kommst sofort rauf. Ja, Paula, ich komm sofort. Ja, Paula, ja. So, aber was jetzt mit mir passiert, das hast du dir selber zuzuschreiben. Her damit. Was hast denn jetzt wieder angestellt, Herr? Ja, glaubst denn du, dass sie dir das gefallen lässt? Das ist mir wurscht. Alles hat seine Grenzen. Ab sofort ist aus mit dem Kalten Krieg, gell? Ab jetzt wird scharf geschossen. Meinst du nicht, das war gescheiter? Wir dann selber mit den jungen Leuten reden, bevor es andere machen. Jesus Maria Josef, ich erschrick jedes Mal, wenn's leid. Wer werden das wieder sein? Ja, mach auf, dann weißt du's. Ja, ich mach auf, dann weiß es. Ja. Ist Gott, kann ich dagegen sprechen? Ja, muss das jetzt sein? Der schlaft ja noch. Dann weg es auf, ich bin sein Vater. Freut uns, dass wir Sie kennenlernen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ja, beim Sitzen redet sie sich doch leichter. Wegen dem Reden bin ich nicht gekommen. Ja, aber da lässt sich's auch leichter verhandeln. Kannten Sie meinen Sohn jetzt aufwecken? Ja, wenn's meinen. Herr Jäger, Besuch für Sie. Der Herr Oberförster. Ihr Sohn ist wirklich ein netter junger Mann. Gell, wir kommen gut mit ihm aus, Papa. Ja. Man sieht halt gleich, dass er aus einer guten, vornehmen Familie kommt. Ja, sieht man sofort.
Ja, ich komme ja auch aus einer sehr vornehmen Familie, gell? Aha, meine Mutter war eine von und zu. Und mein Vater, der war auf und davon. Lass doch dann deine blöden Witzel, wenn du schon siehst. Ein schönes Wetter haben wir heute, gell? Ja? Ich glaube, es kommt ja gleich ein Gewitter. Komm, Mama, gehen wir. Ich vertrag keinen Donner. Ja. Vollkommen humorlos, der Mensch. Du? Die hätte ich nicht erwartet. Grüß dich, Papa. Grüß dich. Ist heute der Tag der wenigen Worte. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Ja, ja. Das haben wir ja schon öfters gehabt. Also, was gibt's? Einiges. Ich komme gerade von deiner Spedition. Gekündigt. So. Ruckzuck geht also sowas. Das verdanke ich sicher dir. Na, dir selber. Wenn du dir einbildest, du kannst mir einen Schaden zufügen, dann teilst du mir lieber. Oder hast du eine Erklärung, warum du meine Partie Orangen stehen hast lassen? Hab ich. Da bin ich neugierig. Ich wollte einen Verlust ersparen. Einen Verlust? Den hab ich. Durch dein allmächtiges Handeln. Ein Riesengeschäft ist mir ausgekommen. Für weniger als die Hälfte hätte ich die Orangen gekriegt. Und der Tagespreis heute ist wieder gestiegen. Willst du unbedingt den Ärger mit der Kundschaft haben? Schaftenhörer. Was heißt der Ärger? Die Konkurrenz hat jetzt die billigen Orangen und ich stehe da und schau im Mund. Das wird sie sagen. Mir sagt das, was du für ein Kaufmann bist. Aber das Maul aufreißen, weil du bei mir nicht die erste Geige spielst, das kannst. Wenn ich dir die Geschäftsleitung übertragen hätte, wäre ich in 3 Wochen pleite. Dann sei froh, dass du mich los bist. Das hättest du schon früher haben können. Einen Zaubernton hast du dir dazugelegt. Vielleicht ist es ein anderer, als du gewohnt bist. Zumindest gewohnt von mir. Heute steht einmal niemand mehr hinter mir, der mich unterdrückt. Heute habe ich die Gelegenheit, dass ich mal was richtig mache. Hast du richtig gesagt. Den Beweis hast du jetzt in der Hand. Ist doch klar. Meine Spedition, die will ich nicht als Kundschaft verlieren. Sicher. Du hast einen längeren Arm. Aber ich finde schon wieder was. Ich will dir mal was sagen, Fremdl. Du hast mir nichts mehr zum Sagen. Vielen Dank für die Glückwünsche zu meiner Hochzeit. Herr Papa, jetzt hör doch auf. Du kannst doch machen, was du willst. Aber du kannst doch von mir nicht verlangen, dass ich heute schon so weit bin und eine neue Frau an deiner Seite akzeptiere. Ich sehe gerade allerweil noch die Mama neben dir. Es tut mir leid. Leid? Mich triffst du damit nicht. Aber meiner Frau tut das sehr weh. Das wiederum ist dir wurscht. Und ihre Tochter ist so eingeschüchtert, dass sie jetzt irgendwo eine Wohnung oder sowas gesucht hat. Was? Das gar nicht bei dir mit einzum? Ja, mag sie denn sowas von dir vorwerfen lassen? Ja, jetzt schiebt er wieder alles auf mich. Aber das stecke ich weg. Das bin ich auch schon gewohnt. Vielleicht hätte man dich einfach besser an die Kandare nehmen sollen. Weißt du nicht. Das Gegenteil wäre viel gescheiter gewesen. Schon als Kind. Da hast du mich das immer spüren lassen, dass ich abhängig bin von dir. Jeder Angestellte hat bei uns im Geschäft mehr zum Sagen gehabt als ich. Und als letzte Station, da lasse ich mich nachher noch vor deiner neuen Frau und deiner Tochter runtermachen. Na, ohne mich. Wenn du im Kaufmännischen so gut warst wie im Reden, wärst du jetzt schon Jungmanager. Aber nicht in der Firma Jäger. Jeder Vogel muss einmal raus aus dem Käfig, damit er sieht, was er Flügel hat. Mhm. Mach bloß keinen Sturzflug. Keine Sorge. Schau halt wieder mal vorbei, Papa. Ich sehe keinen Grund. Dann kann ich es auch nicht ändern. Ist die Luft rein? Nein, noch nicht ganz. Haben Sie was gehört? Alles! Mein Gott, warum haben Sie die Orangen auch nicht mitgenommen? Ach, das war doch ganz anders. Ich habe durch Zufall erfahren, dass diese Fuhre Orangen auf dem Schiff ganz oben an Deck geladen war.
Und das Schiff, das ist nämlich in einen riesen Sturm gekommen. Und das Salzwasser ist immer schön auf die Orangenkisten. Kennen Sie einen aus? Ja. Ja, wer mag denn schon Orangen, die salzig schmecken? Also, mir schmeckt das süß auch besser. Ja. Ja, ist doch klar, so denkt ja auch die Kundschaft. Deswegen waren sie auch so billig. Aber jetzt wird halt die Konkurrenz drauf sitzen bleiben, bis verfault sind. Bloß mein Vater, der steht da als der Größte, der nur ordentliche Ware liefert. Und warum haben Sie es dem Vater nicht gesagt? Jetzt der wir nichts übereilen und ein bisschen Dame halten. Wenn mir Rechnung aufgeht, dann habe ich viel gewonnen. Ja, wenn nicht sogar alles. Ah, Sie meinen, Ihr Vater sieht dann ein, dass Sie recht gehabt haben? Ja, so ungefähr. Also, ich halte dir beide Daumen, gell? Und jetzt ging es mit mir raus in die Küche, dann koche ich eine Gutztassel Kaffee, dann vergessen Sie gleich einen Ärger über Ihren Vater. Nein, Dankeschön, das braucht's nicht. Aber geh. Bescheidenheit ist eine Zier. Doch weiter kommst du ohne ihr. Übrigens, ich bin der Gustl. Ja, freut mich. So, und jetzt redst du nicht mehr lang. Jetzt gehst du mit zum Kaffee trinken. Ja, also gut, wenn du meinst. Ja, du, aber anstoßen sollten wir schon drauf. Hä? Ich hab da noch eine Flasche Cognac. Hä? Ah! So de Paris. Nein, nicht ganz. Was für die Frau so de Paris ist für den Mann der Hennessy. Ja, gar niemand. Frau Bollmann, ich hab's gleich. Ich kann einen Augenblick mit Nein, lieber nicht. Es schaut so aus. Was ist denn das? Rasiert sich der Herr Bogner in meinem Zimmer? Ich glaube, jetzt wird's kariert. Ich hab doch gar karierte Bettdecken. Schlafanzug, Zahnbürste? Ja, bin ich denn in der verkehrten Wohnung oder was? Also, da stimmt doch was nicht. Immer was zum Rauchen, Gustl. Wie heißt's bei Schiller? Errötend folgt er ihren Spuren. Aber hier sind Sie auf der falschen Spur. Sie Schnüffler. Weil sie verheiratet sind? Wer hat Ihnen das erzählt? Der Herr Bogner persönlich. Aber so wie Sie jetzt schauen, hat er gelungen. Nein, es stimmt. Dass er gelungen hat? Ja, das heißt nein. Mir scheint, Sie wissen es selber nicht genau. Und Sie geht es überhaupt nichts an. Was suchen denn Sie eigentlich in meinem Zimmer? Umdraht wird auch ein Schuh draus. Haben Sie vielleicht zufällig auch einen Jackenknopf vermisst? Ich vermisse gelegentlich Jackenknöpfe, ja. Ist das verboten? Der, von dem ich rede, auf dem habe ich die ganze Nacht geschlafen. Rasieren Sie sich da drin? Wenn Sie nichts dagegen haben? Hab ich schon? Hey, Sie sind wieder nicht daheim. Dann ist es Ihre. Ja, erraten. So, sollte Ihnen von da drin noch was gehört, dann möchte ich Ihnen raten, das so schnell wie möglich rauszuräumen. Dieses Zimmer habe nämlich ich gemietet. Könnten Sie das noch einmal ganz langsam zum Mitschreiben sagen? Da drin, da wohne nämlich ich. Nein, ich. Ich und nur ich. Dieses Zimmer, in dem Sie meine ganzen Sachen gefunden haben, habe nämlich ich rechtmäßig gemietet. Vielleicht überzeugt Sie ein Blick in meinen Kleiderschrank, bitte. Und bei der Gelegenheit können Sie gleich in meinen Kleiderschrank schauen. Bitte. Mhm. Soir de Paris. Jetzt glaube ich, rieche, was da los ist. Mein lieber Freund Gustl, da werden wir uns dann noch unterhalten müssen. Ah ja, ich komm ja schon. Ah, der Peter hat sich eins wieder niedergelegt. Schauen wir mal. Hallo, na super. Da sieht man doch gleich, dass Sie der Bollmann, mein Name. Alexis Bollmann. Aus Dallas.
Ihre Tochter hat doch sicher schon von mir berichtet, nicht? Tja, man kennt sich und hat sich doch noch nie gesehen. Ja. Hübsch haben Sie es hier, schlicht aber einfach. Ja, ich habe Ihre Tochter hergefahren, weil sie ihr Kleid vergessen hatte. Übrigens eine reizende Person und so bescheiden. Ich musste diese kleine Gefälligkeit direkt aufdrängen. Dabei ist es mit dem Wagen doch nur ein Katzensprung, nicht? Ach, und da haben wir ja auch unsere Oma. Entzückend. Ich verstehe kein Wort. Ja, sie versteht kein Wort. Sie hört ein bisschen schlecht, wissen Sie. Das ist die Frau Bollmann, Oma, gell? Wer ist das? Ja, ist schon gut, Oma. Sie ist leider schon ein bisschen verkalkt. Was bin ich? Herr Strobel ist wohl nicht zufällig anwesend. Ich weiß ja, dass er heute nicht zu unserem Fest kommen kann. Leider konnte ich ihn bis jetzt noch nicht persönlich kennenlernen. Aber ich verstehe schon diese Schichtdienste immer nicht. Unter gar keinen Umständen, die sehe ich überhaupt nicht ein. Wir kommen denn eigentlich dazu, ha? Das werden wir dann schon sehen. Oh, wie peinlich! Muss ich mitten in einen Ehekrach hineingeraten? Aber nur keine falsche Scham, Frau Strobel. Das kommt in den besten Familien vor. Guten Tag, Herr Strobel. Ich bin Frau Bollmann. Ich bin entzückt, nun auch den Gatten unserer Sekretärin kennenzulernen. Mit Oma und Opa habe ich mich ja schon bekannt gemacht. Ja, es freut uns auch sehr, dass Sie mal reingeschaut haben, Frau Bollmann. Gell, Oma? Ich glaube, ich bin. Ja, das war nicht das erste Mal. Also es ist ja wirklich sehr bedauerlich, dass Sie heute nicht zu unserem Fest kommen können. Aber Dienst ist Dienst, nicht? Was sehen Sie mich denn so entgeistert an? Ach, wegen der kleinen Streiterei. Oh, das habe ich doch überhaupt nicht gehört. Ich darf doch rauchen, ja? Nein. Selbstverständlich. Ja, jetzt schau doch nicht so, Helmut. Helmut? Ja. Ach Gott, Frau Bollmann, entschuldigen Sie halt, aber mein Mann hat sich geärgert. Dabei war es nur ein Missverständnis, ja. Jetzt hör doch mal auf mit der Bockerei, Helmut. Also, ich verstehe nicht ganz. Das verstehst schon noch. Wir haben uns doch immer so gut verstanden. Schau mal, wie ich über die Sache denke. Okay, unter diesen Umständen Aussöhnung. Aber nicht mit so einem Wegwischbussi. Was? Das ist nett, Frau Bollmann. Es ist wirklich nett, dass ich Sie einmal persönlich kennenlerne. Na also, wer sagt's denn? So ein kleiner Streit reinigt die Luft und frischt die Liebe wieder auf, nicht? Worum ging's denn überhaupt? Eifersucht? Nein, dazu hat er keinen Grund. Es war wegen dem Geld. Ja, aber die Hauptsache ist, dass wir uns jetzt wieder verstehen, ja. Gell, Andrea? Es langt schon wieder. Ach, lassen Sie doch, Frau Strobel. Och, ich wünschte, mein Mann würde mir seine Zuneigung so ungestüm vermitteln. Ich bin froh, dass Sie in guten Händen sind. Ja, na also, dann mach halt deine Chefin die Freude. Mensch, Opa, jetzt sag du das auch, jetzt ich schau mir direkt. Warum denn? Schau, ich schau mir auch nicht. Ja, du kommst schon auch nicht zu kurz. Eine reizende Familie. Na und Sie, Herr Strobel? Sind Sie glücklich und zufrieden beim MVV? Bei was? Beim MVV. Die Frau Bollmann meint, ob du mit deiner Arbeit beim MVV zufrieden bist. Bim, bim. Ach so, ja, natürlich bin ich zufrieden beim MVV. Da müssen Sie ja sicher bald weg zum Dienst, nicht? Nein, ich hab halt Zeit. Heute hab ich frei. Ja, was höre ich denn da, Frau Strobel? Ihr Mann muss ja gar nicht weg. Ja, grad höre ich's. Also ich hab hin und her probiert. Und dann hab ich doch mit einem Kollegen tauschen können. Freust dich, Hasi? Wahnsinn. Ja, das ist ja entzückend, dass Sie nun doch zu unserem Fest kommen können. Sie dürfen es meinem Mann natürlich nicht verübeln, wenn er ein paar Mal mit Ihrer Frau tanzt. Das wollen wir beide ihm doch gestatten, nicht? Wissen Sie, mein Mann hat nämlich ein Faible für hübsche Frauen. Ja, sonst hätte er mich ja wohl nicht geheiratet, nicht? Es gibt Kaffee und Kuchen, Freibier und Schnäpse für jeden. Oder Likör! Bis zum geht nicht mehr. Bei mir dürfen Sie auch mal anfragen. Sie werden sehen, Sie werden sich richtig amüsieren. Also,
sein, was, Opa? Aber nun sagen Sie mal, wo haben Sie denn eigentlich den Kleinen? Den Kleinen? Ja. Ah, den Kleinen! Ja, den Kleinen! Der ist bei uns in der Küche, der Kleine. Ja. Sie versorgen den Kleinen ja so nett. Ein Glück, dass Frau Strobel Sie hat. Ich verstehe kein Wort. Ich spreche von Ihrem kleinen Enkel. Ich meine, die Mutter sollte ja die ersten Jahre beim Kind bleiben, aber wenn eben ein Verdienst für 3 nicht reicht, ne? Könnte ich mir den Kleinen mal ansehen, wo ich doch gerade hier bin? Möchtest du mir nicht einmal sagen, was das alles heißt? Das erkläre ich dir später, Oma. Wissen Sie, meine Frau versteht nicht alles. Sie reden ein bisschen schnell. Ja, aber ich bin nicht schwerhörig. Was? Ach so, ja, aber das mit dem Kleinen, das lässt sich nicht machen, gerade, weil der hat gerade sein Flascherl gekriegt, gell, und der schlaft jetzt. Ach, ja. Und wecken kann man ihn dann nicht. Jetzt aber raus! Was denn nun schon wieder? Ach, mei, sie ist halt manchmal ein bisschen geschämig. Was, vor dem eigenen Mann? Oh ja, oh, das kann ich bestätigen. Mich lässt sie auch nie nehmen, wenn's ausgezogen ist. Herr Strobel, Opa hat mir gerade eine große Bitte abgeschlagen. Den Kleinen. Ich meine, könnte ich mal? Nur so ein bisschen, ja? Einen kleinen? Ja, Opa hat mir verraten, dass er gerade das Fläschchen bekommen hat und in der Küche ist. Sie holen ihn für mich, ja? Ja, aber gern. Ah, es ist ein Franzos. Wieso? Ja, mein, weil er halt in Frankreich gemacht worden ist. So genau wollte ich gar nicht wissen. Das Kleid haben Sie wohl auch aus Frankreich. Bisschen gewagt für ein Betriebsfest. Sind wohl auf Eroberungen aus, wie? Ja, also mein Mann und mir gefällt. So. So, da hätt man. Menschenskinder. Irre, kann ich zu dem Kleidl bloß sagen. Ha. Na, Frau Bollmann, ist das was? Geschmackssache. Und alles von meinem Geld. Da waren Sie aber sehr sparsam. Also, wenn Sie meine Meinung interessiert, elegant bedeutet auch dezent. Das ist vornehm. Der mag's gar nicht so vornehm, gell? Herr Strobel, Sie haben mir doch versprochen, den Kleinen zu bringen. Ach so, ja. Geh, Oma, bring mal ein paar Glasel. Frau Bollmann möchte gerne einen kleinen. Was denken Sie denn von mir? Ich spreche von Ihrem kleinen Jungen. Ach, Sie haben unseren Stammhalter gemeint. Ja, der ist noch nicht auf der Welt. Der unseren Prinzen aus dem Schlaf stören darf. Also wenn das so ist, dann eben ein andermal. Auf Wiedersehen, Opa. Ich darf es so sagen, ja? Auf Wiedersehen, Oma. Und eine entzückende Familie. Gott sei Dank, Sie schlafen noch. Ja. Oh, mir deren vielleicht meine Füße weg. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel tanzt. Oh, ich auch nicht. Der Muskelkater, der kommt bestimmt. Schau her, das ist gegen den anderen Kater. Da? Süß, gell? Na, sauer. Nein, von Opa und Oma finde ich das süß, das mit den Gurken. Magst du ein Bier? Na, da kannst du mich jagen damit. Ja, das glaube ich, dass der Helmut heute nur hat. Und der Peter wird auch nichts mehr wollen, hm? Schon. Aber das lässt sich nicht so leicht ausmachen. Da, dass du auf andere Gedanken kommst. Naja, verarsch mich nur. Statt dass du mir dankbar bist. Ja, das bin ich doch auch. Menschenskind, aber schon wir. Ja, aber du hast ja meine Notlage ganz schön ausgenutzt, gell? Es war doch wichtig, dass die Frau Bollmann keinen Verdacht schöpft. Na, aber im Ernst. Ich hab dir doch schon vorher gesagt, dass du mir gefällst. Okay. Das habe ich gar nicht gemerkt. Na, aber du hast mir auch schon vorher gefallen. Wie ich dich noch für einen Staubsaugervertreter gehalten habe. Oh Gott, wenn ich mir
Also dann. Gute Nacht, Helmut. Ach, Peter, höchste Zeit, dass ich ins Bett komme. Ja, höchste Zeit, dass wir ins Bett kommen. Endstation. Das kennst du doch vom MVV. Ach, geh weiter. Eben nicht. Dein Ruhelager befindet sich auf der Couch. Also, du kannst mir doch nicht einfach vor die Tür setzen. Es ist doch mein Zimmer, genauso wie deins. Ja, in der Tat. Über diese Merkwürdigkeit wird sowieso noch mit Bonus geredet. Überredet. Aber eines sagst du mir noch. Hab ich berechtigte Hoffnung auf eine Fortsetzung unserer Bekanntschaft? Spielst du Fußball? Wie kommst du jetzt da drauf? Weil du als Stürmer recht stürmisch bist und drum es in die Verteidigung geht. Okay. Ich hab's schon verstanden. Schlaf gut. Träum von mir. Vielleicht. Gute Nacht, Peter. Und danke für alles. Übrigens, es steht 1:0 für dich. Ton, die spielt die Squiddy! Manchmal möchte ich schon mit dir. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Was tust denn du am Balkon? Ich hab mir das Fußballspiel ein bisschen angeschaut. Gesundheit! Danke. Hast du dich beim Zuschauen ein bisschen erkältet haben? Siehst, das kommt vom Spionieren, alter Freund. Von wegen. Ich hab nur durch Zufall mitgekriegt, dass du dich ganz schön im Abseits befunden hast. Alter Freund. Meinst du nicht, dass sich da eine gewisse Person auch im Abseits befindet? Ja. Eine Person, die ein Zimmer an 2 Personen gleichzeitig vermietet. Verschiedenen Geschlechts, wohlgemerkt. Nicht verwandt und nicht verschwägert. Also, was hast du jetzt zu deiner Verteidigung zum Sagen? Ich sage überhaupt nichts ohne meinen Anwalt. Ist auch recht. Aber wissen möchte ich schon, was du dir dabei denkt hast. Das Doppelte. Aber gesund bist schon. Schon, ja, bis auf die Leute. Danke. Jetzt lenk nicht ab. Was hast du denn denkt mit der Doppelvermieterei? Ja, also langer Rede, kurzer Sinn, das war ja so, schau. Ich hab das Zimmer an die Andrea vermietet, was meine Frau nicht gewusst hat, nicht? Und sie hat's an dich vermietet, was ich wieder nicht gewusst hab. Ja, und dann haben wir halt gesehen, in welcher verzweifelten Lage ihr zwei euch befunden habt. Und da wollte man keins von euch auf die Straße sitzen. Reine Menschenfreundlichkeit war das. Ich darf's eher Gaunerei nennen. Du bist mir vielleicht einer. Schon, gell? Aber ein netter. Stimmt, dir kann man gar nicht besser. Stimmt, ich mir selber auch nicht. Du, im Übrigen kannst du mir dankbar sein, weil ohne meine Mithilfe kannst du an eine Fortführung deines Glückes mit der Andrea überhaupt nicht denken. Also wenn ich ehrlich bin, mir reizt er direkt, gell? Aber bitte, ich gebe sie frei. Ich meine, ich bin ja schon vergeben, gell? Oh, unter diesen Umständen da traust mir ja gar nicht annehmen. Na, aber ehrlich, die gefallen mir wahnsinnig. Menschenskind, was macht man da bloß? Ja, heiraten, das ist die beste Kur. Das ist der letzte Schritt, aber keine Kur. Ja, ich habe ja gemeint Rosskur. Mal sehen, wie es weitergeht. Vielleicht entschließe ich mich zur Kur. Einmal mit ihr. Du, übrigens, ihr Vater. Ja, das heißt, eigentlich ist er ihr Stiefvater. Aber der hat halt da. Ach, um das geht's mir nicht. Ja, das ehrt dich zwar, aber das ist doch immerhin eine schöne Begleiterscheinung, oder? Na, das ist mir wurscht. Wenn ich aufs Geld aus wäre, dann hätte ich ja bei meinem Vater nicht als hingeschmissen. Mei. Was der sagen darf, wenn ich ihm die Andrea als Schwiegertochter vorstellen darf. Das darf ich auch gern hören. Ungefähr so müssen ich das sagen. Ja, ich weiß ja genau, dass du dagegen bist. Aber egal, was du magst, das Fräulein Strobel wird meine Frau. Was, Strobel? Du, ich glaub, dem seine Frau hat auch Strobel geheißen. So ein Zufall, ja? Mei, du, die Andrea, die weiß ja noch gar nicht einmal, wie die heißt. Bloß Peter. Oder Helmut. Ja, ist wurscht. Morgen, da klären wir dann alles auf. Ja. Gute Nacht. Du, Peter,
das lasst mir jetzt keine Ruhe. Ich muss dir jetzt reinen Wein einschenken. Nein, ich mag heute keinen Wein mehr. Jetzt hören wir doch einmal zu. Ich mag nicht schlafen, aber also spät mag ich schauen. Was? Also tut mir leid, ich verstehe nicht Chinesisch. Was jetzt schon, so früh? Mama! Mama! Ja, schau du mal nach, ich bin noch nicht salonfähig. Wie steht denn das Barometer? Veränderlich. Die zwei wissen noch nicht, dass sie Brüderchen und Schwesterchen sind. Wahrscheinlich haben sie noch keine Zeit gehabt vor lauter Bolzen. Guten Morgen, Herr Bogner. Entschuldigen Sie die Störung in aller Herrgottsfrüh, aber mein Mann, der hat mir schon so viel erzählt, wissen Sie. Gott, wir kennen uns ja schon. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ja, aber ich war doch gestern schon mit da. Sie, der Herr, der gestern da war, der war die Unfreundlichkeit in Person. Das können doch Sie gar nicht sein. So, das ist mir auch sehr peinlich. Mensch, sein Staat, da schlaft doch jemand. Ah, da liegt er, das junge Obst und Gemüse. Du hast es ja nicht glauben wollen. Na, den kenne ich. Sie ist ein Staubsaugervertreter. Na, das war ein Irrtum. Der ist Fahrer. War Fahrer. Sie sind auf mich nicht gut zu sprechen, was? Ja, das war ein Wunder, gell? Einer Sohn hat's ja nur gut gemeint, wenn er die der feigen Orangen hat stehen lassen. Sie, der hat schon einen Geschäftssinn. Corpus-Delicti. Na, das ist Orangen. Aber er hätte mir's doch sagen können, was das mit den Orangen auf sich hat. Der hat doch bei einer gar nichts mehr zum Sagen. Er will immer mit dem Kopf durch die Wand. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Da kenne ich auch einen, gell? Aber mein Mann hat schon eingesehen, dass er ihm Unrecht getan hat. Jetzt schafft man klare Verhältnisse. Peter, aufwachen, zurück. Die lassen doch noch schlafen. Du bist so undiplomatisch. Aha. Komm, lass mir das machen, Walter. Ne? Meinst du, dann wird's besser? Naja, schlechter kann's ja nicht mehr werden, gell? Ja, lass uns, Ich hab halt Mann, wir reden miteinander. ja, lass uns lieber allein. Ja, komm's mit mir hinaus in die Küche. Ach so. Einer Frau wird den richtigen Dreh schon benannt haben, ja. Ah, ist jetzt noch nicht gleich Ruhe da? Na, ausgeschlafen? Wenn ja, dann wünsche ich einen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie kommen denn Sie in mein Zimmer? Ach so, ja, ich bin ja ausquartiert. Sie sind doch... Genau, Sie kennen doch mit der Andrea zusammen. genau. Sind Sie mit ihr verwandt? Sehr. Wollen Sie zu Andrea? Genau. Ah, ja, die schlaft wahrscheinlich noch. Wir waren nämlich gestern fort und da ist es ein bisschen spät geworden. Was? Sie waren miteinander fort? Ja, sie hat einen Mann braucht und da bin ich eingesprungen. Wie soll ich denn das verstehen? Kennen Sie die Frau Bollmann? Oh ja. Sehen's? Und die war gestern da und hat mich für der Andrea ihren Mann gehalten. Das Theater mit ihrer Eifersucht, das kennen Sie auch? Oh Gott, ja. Und da haben Sie Ihren Mann gespielt? Mit allen Pflichten. Haha. Und was war mit den Rechten? Da laufen die Verhandlungen noch. Wir haben sogar in einem Bett geschlafen. Hoppla. Ja, nix hoppla. Hintereinander. Die Andrea in der Nacht und ich am Tag. Ja, das Bett, das ist sozusagen immer warm geblieben. Ich verstehe kein Wort. Der Herr Bogner, der hat das Zimmer dort zweimal vermietet. Ja, weil ich als Fahrer nachtsüber gearbeitet hab ich tagsüber drin geschlafen und die Andrea in der Nacht. Und er hat die Miete damit zweimal kassiert. So, und Sie haben das gewusst? Ach was, keine Ahnung haben wir gehabt. Aber gestern, da war dann die Stunde der Wahrheit. Ja, darum habe ich da heute auf dem Sofa geschlafen. Sag mal, kennen Sie eigentlich die Eltern von der Andrea? Ja, sehr gut sogar. Die sind ja miteinander verwandt. Und was sind das für zwei? Och, die sind in Ordnung. Warum? Also, ich finde sie prima. Wie ich sie und die Andrea zum ersten Mal gesehen habe, da hat's gleich geschnackelt. Ich war verliebt auf den ersten Blick. So, und die Andrea? Kann meinem Charme nicht widerstehen. Da schau her. Da werde ich Sie gleich zu dem Thema vernehmen, dem Charme nicht widerstehen können. Ne? Genau das war's. Fragen Sie es ruhig einmal. Ganz nebenbei, wie ihr gefällt. Aber nichts verraten, gell? Oh, ich bin doch eine Meisterin der Diplomatie. Morgens bloß Sie können auf den Putz hauen, ne? Jetzt sagen Sie, wie Sie zu ihr stehen. Sind Sie eine Cousine? Nein, nur die Mutter. Verdammt. Entschuldige es heute, wenn ich manchmal ein bisschen dumm dahergeredet hab, gell? Es war nicht so schlimm. Es war recht amüsant. Jedenfalls wissen Sie jetzt, was mit mir los ist. Ja, es ist gut, sowas zu wissen. Und Ehrenwort, ich werde mein Wissen nicht missbrauchen. Würden Sie sowas wie mich als Schwiegersohn akzeptieren? Ich schon.
Aber die Andrea und mein Mann? Was? Einen Schwiegervater gibt's auch noch? Oho, da werden's Augen machen, wenn sie meinen Mann kennenlernen. Naja, zugegeben, ein bisschen schwierig ist er ja. Aber sie werden schon zurechtkommen mit ihm, nicht? Muss ich halt wieder meinen Charme spielen lassen. Ah, aber ob das reicht? Aber jetzt rede ich zuerst einmal mit der Hauptperson, ne? Diplomatisch. Diplomatisch? Die Festung Schwiegermutter habe ich, glaube ich, schon erobert. Naja, ein bisschen Schiss habe ich halt nur vor ihm. Aber die Hauptsache ist ja, dass die Andrea mich will. Denn sie will ja, sie will ja, sie will ja, sie will ja. Willst du nach Spanien? Du tust dich lieber zusammenrichten, du hast Besuch. Ja, ich weiß schon. Meine Schwiegermutter ist gerade bei der Andrea drin und hält um meine Hand an. Deine Schwiegermutter? Ja, ja. Du, das ist eine ideale Schwiegermutter. Ja, gell. Ihr seid euch aber schnell einig geworden. Tja, mei, du, wieso auch nicht, gell? Ja, du, aber eigentlich ist es schon ein bisschen zu schnell gegangen, gell? Ja, vielleicht hat die Andrea einen kleinen Defekt und sie ist froh, wenn sie es los hat. Meinst? Na ja, du, ich will's mit und ohne Defekt. Mit und ohne Defekt, mein Lieber. Muss Liebe schön sein. Das muss doch ein herrliches Gefühl sein, wenn der Verstand so schön langsam zum Teufel geht. Du, dir wird's doch auch schon einmal so gegangen sein, hä? Ja, mich hat man seinerzeit zum Heiraten reif gemacht auf die Tour. Na, hey! Spucken auf den Boden ist verboten. Ja, da probier einmal. Warum? Was ist denn mit der? Pfui Teufel, da gibt sich sowas, ja. Das war ein Volltreffer. Direkt auf den Kopf. Jetzt kannst du wieder zu Kreuze kriegen. Ja, von wegen. Du hast mir den Salzklumpen da andreht. Sag mal, wo kommen denn die eigentlich her? Weiß ich nicht, ist mir auch wurscht. Ich muss mir zum Mund ausspülen. Mir brennt die Pappen, als wenn ich Salzsäure gesoffen hätte. Also Mutti, du hast den Bär und mich mitten in der Nacht gestört. Also mir hat diese Störung überhaupt nichts ausgemacht. So nette Verwandte von dir, die dürfen mich jederzeit stören. Ah, da schau her. Und wenn ich mich nicht verhört habe, ist da auch noch über meinen Kopf hinweg über meine Zukunft verhandelt worden, ha? Hat deine Mama da was gesagt? Na, sie hat nur ganz diplomatisch drumrum geredet. Drumrum geredet. Diplomatisch, hm? Ja, und kann man das Ergebnis des Gesprächs erfahren? Ich meine, weil es mich auch ein bisschen betrifft. Ja, sie hat wörtlich gesagt, dein Wunsch ist mir Befehl. Na, also das glaubst doch du nicht von mir, dass ich mir sowas von meiner Mutter anschaffen lasse. Niemals. Da sind so viele Leute. Ich gehe ja schon, bin schon weg. Sie ist weg. Ich auch. Einfach weg. Diese Niederträchtigkeit hört sich jetzt auf! Wo ist denn der Bogner, ha? So, schauen Sie noch das einmal an. Wo gibt's denn sowas? Schmeißt er mit der Feige Orangen nach meiner Frau? Ja, meine Frau ist doch kein Abfalleimer nicht, oder? Fritz! Blär doch nicht so, wir haben einen Besuch in der Küche. Ja, was meinst du, wie wurscht mir das ist? Die sollen aber hören, was du für einer bist. Aber Fritz, sowas kann doch einmal passieren. Passieren? Das ist eine vorsätzliche Unverschämtheit. Nein, das war nicht mit Fleiß. Okay, Peter, sei so gut, hol einmal die Flaschen Cognac aus dem Schlafzimmer. Auf der Wäschekommode steht's. Na, ich lass mich nicht bestechen. In diesem Falle stehe ich voll und ganz auf der Seite von meiner Alten. Frau Gottin. Fritze, alter Spätze, glaub mir's heute, das war wirklich ein Versehen. Der Peter kann's bezeugen. Weißt du, der hat mir eine Orangen angeboten. Und was soll ich da sagen? Ich beiß da rein, gell. Und das war ein Geschmack war das so eine Mischung zwischen Salzsäure, Käse und Kernsurfer. Ja. Und ohne dass ich überlegt, beim Balkon runter damit. Und ich soll das glauben, hä? Ja. Du lügst da wie ein Politiker. Okay. Ja, halt's mir mal vielleicht für blöd, dass ich glauben soll, dass eure Untermieter, der Herr Jäger und Freund Strobel, nicht zusammenkehren und nichts miteinander haben. Bitte, das geht mir ja nichts an, gell? Aber rein moralisch gesehen, muss ich sagen,
finde ich nicht für richtig. Nein, ich hab nämlich mit eigenen Augen gesehen, was die miteinander haben. Gell? Wieso Jäger? Ja, mich für blöd halten, gell? Ja, der Jäger, der heißt sein Gemüsehandel Rasinger und wohnt bei euch dann in Untermüde. Ein schönes Gemüse. Und ihr lasst euch noch zahlen dafür. Jetzt ist aber Schluss, gell? Sonst muss ich nämlich darauf bestehen, dass Sie sich bei mir entschuldigen. Und Ihrer Frau auch. Jetzt red's doch nicht. Sie haben doch meiner Frau selber verzeiht, dass Sie in dem Zimmer da drin schlafen und der Herr Jäger genauso. Aber getrennt, du Nachtwächter. Sie bei der Nacht und er beim Tag. Und das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, oder? So, Herr Ranzinger. Jetzt feiern wir Versöhnung. Also ich bin Zeuge. Es war wirklich keine Absicht. Ja. Nein. Verdient hat er es ja nicht. Aber ich weiß ja, wer dahinter steckt. Du, deine Mama unterhält sich in der Küche mit einem Herrn. Der Herr ist mein Vater. Na sowas. Und das stimmt noch, hätte ich gemeint, dass meiner ist. Vielleicht ist er so nett bei der Mama, dann bin ich zufrieden. Wenn Sie sich nur kein falsches Bild über meine Mutter gemacht haben, Herr Jäger. Ja, was ist jetzt kaputt? Ich glaube, ich muss jetzt einmal über meine Mutter aufklären. Vor kurzem hat sie wieder geheiratet. Und wissen Sie warum? Damit sie sich ins warme Nest setzen kann. Und weil es aufs Geld aus ist. Ja, alles aus Berechnung. Na, finden Sie meine Mutter jetzt immer noch so nett, Herr Jäger? Sag einmal, was redest denn du alles zusammen? Den verdammten Blödsinn hat doch Sie aus der Luft gegriffen und rum erzählt. Es muss nicht immer Berechnung sein, wenn zwei Menschen heiraten. Haben Sie das schon mal gehört? Auf das Geld von Ihrem Vater ist sie bestimmt nicht aus. Ja, dann bist ja du... Andrea Strobel, ja. Ich bin die Tochter, die sich an Obst und Gemüse schadlos halten will. Aber sie dankt für Fallobst. Mensch, Andrea, so war das doch nicht gemeint. Können wir denn über die Angelegenheit nicht in aller Ruhe einmal reden? Ja, Sie hätten damals schon in aller Ruhe mit meiner Mutter drüber reden können. Aber Sie wollten ja nicht. Aber Andrea, wie redest denn du mit deinem Stiefbruder? Dieser Bruder existiert für mich überhaupt nicht. Und das ist im Moment das Wenigste, was mir einfällt. Gut. Wenn du mich nicht anhören willst, dann lassen wir's halt. Das Zimmer überlasse ich dir. Ich hol bloß noch meine Sachen. Nimm's ja nicht übel, Andrea. Zum Teil bin ich auch schuld. Ich hätte es mit ihm besprechen sollen, dass ich wieder heiraten will. Und ich habe nicht vor vollendete Tatsachen stehen. Das entschuldigt aber nicht, dass er solche Äußerungen macht. Das ist gemein. Also, ich mein, mir geht's ja zwar nicht so. Aber haben Sie im Leben auch immer alles richtig gemacht? Mama, wir mischen uns da nicht rein. Aber was heißt da nicht reinmischen? Ich sage so, wie ich denk. Warum habe ich denn die depperte Oma gespielt, ha? Weil sich das Fräulein Andrea im Geschäft als Ehefrau ausgegeben hat, das gar nicht ist. Das war zwar nicht gemein, aber es war falsch und gelungen. Also, wenn ich jetzt einmal was sage. Machen Sie daheim einen Meier auf, da ist angebracht. Aber Frau Bogner, jetzt regen Sie mich doch nicht so auf. Wir sind doch alles erwachsene und vernünftige Leute. Ja, ja, das haben wir Sie gestern bewiesen, gell? Und ich lasse mal auf dem Bett nichts kommen. Mein Mensch, das muss doch jeder verstehen, dass er seine Mutter so schnell nicht vergessen kann und dass er sich mit der Neuen erst vertraut machen muss. Wer selber im Glashaus sitzt, der soll nicht mit Steine schmeißen. Auch nicht mit der Feige Orangen. Du, pass auf, jetzt sag ich dir was. Wenn da herin wer schimpft, dann bin das ich. Ich heiß nicht Ranzinger, gell? Ja! Ach. Wenn du auf die depperte Idee nicht kommen warst, das Zimmer zweimal zu vermieten, dann hättest du die ganze Gaude nicht braucht. Also, wenn jetzt ihr mal was sagt. Jetzt lasst uns doch alles einmal in aller Ruhe besprechen. Aber gleich zur doppelten Miete hast nicht Nein gesagt, da hast du dein Handel aufgekommen, ja? Herr Bogner, richtig war das für nicht. Und ihr nicht Sie auch noch mit mir anlegen? Also, wenn jetzt ihr mal was sagt. Ja, dann sag's halt endlich. Jetzt hab ich's vergessen. Also wenn ich Ihr Einkommen hätte, dann war mir sowas auch nicht eingefallen. Und wenn Sie gerade so eine kleine Rente hätten wie mir, wären Sie noch auf ganz andere Ideen gekommen. Sieht man ja schon an die feiten Orangen, die Sie Ihrer Kundschaft andrehen wollten. Davon kann keine Rede sein. Ja, weil es der Peter verhindert hat, gell? Und, ach, was, ihr kennt's mir alle miteinander. Und der Peter bleibt! Von mir aus! Komm, Walter, wir haben keinen Grund, dass wir uns mit Herrn Bogner anlegen. Was, die zwei, die haben sich so prima um die Kinder angenommen, das haben sie nicht verdient, gell, wir reden. Wenn er bleibt, dann geh ich. Fritz, bist du da drüben? Ja, hat dich da wer geschrien? Was hast denn du da drüben verloren? Ja, was ist denn das für ein Ton? Du kommst sofort raus.
heim. Ja, da war ich. Warten, auf was denn, Schnucki Putzi? Was, ich hab Angst vor dir? Du, jetzt wird der Spieß einmal umdreht. Ab jetzt bist du mit mir verheiratet, gell? Und nicht ich mit dir. Oh, ja, das muss ich mir gleich noch einen nachschicken. Oh, Fritzi. Musst du wachgeben, dass du keinen Rausch zusammenbringst, sonst ist deine neu gewonnene Autorität gleich wieder beim Teufel, gell? Das ist sie. Geh rein, wenn's nicht raus. Na, das ist aber ein freundlicher Empfang. Ja, entschuldigen Sie. Aber Ihnen habe ich ja gar nicht gemeint. Nein, wissen Sie, ich habe mir gedacht, sozusagen, infolge des Genusses, ich bin Ihnen natürlich ganz nass. Ja, das glaube ich. Ja, der Nachbar, der hat mir einen eingeschunken. Das rieche ich. Ja. Die jungen Leute sind schon auf? Ja, das ist Frau Strobel und Herrn Jägermeier, die sind schon auf. Ich spreche vom Ehepaar Strobel. Ehepaar Strobel? Haben wir nicht, kriegen wir auch nicht wieder rein. Ich spreche vom Ehepaar Strobel, das hier wohnt. Sie als Nachbar werden die doch wohl kennen, oder? Ja, das ist nicht lach. Jetzt passen Sie mal. Das Fräulein Andrea, gell, die tut doch bloß so im Geschäft, ja, weil da haben wir es merken sollen. Weil nämlich die Frau von ihrem Chef, das ist eine Krampfhähner. Was? Ja, schauen Sie. Aber sowas gibt's noch. Aber er, der Jäger, mein lieber der Jäger, das ist ein freier Wildbretschütz und hat ein Weitrevier. Ich werde aber... Also so eine verlogene Gesellschaft. Meinetwegen, ich zirk ja sowieso. Oh. Ich wollte Ihnen nur Ihre Tasche bringen, Frau Strobel. Danke. Tja, gestern noch verliebt wie die Turteltauben und heute wie Hund und Katz. Da stimmt doch was nicht, oder? Ja, er hat mich geärgert. Kann ich den mehr machen als mich entschuldigen? Sag halt, dass du wieder gut bist. Nein. Gut? Dann soll die Frau Bollmann hören, was ich für ein Los als Ehemann hab. Hör Sie mal zu, Frau Mein Bollmann. Gott, jetzt hör doch auf mit dem Blödsinn. Was interessiert denn der Frau Bollmann unsere Eheprobleme? Auch an ulkigen Geschichten bin ich immer interessiert. Dann bist du wieder gut. Ja, ich bin wieder gut. Mit einem Versöhnungskuss. Als Bekräftigung leider nicht kräftig genug. Der Presser. Jetzt kriege Junge! Du nimmer, Mama. Herr Jäger, sagen Sie Ihrer Frau, dem Fräulein Strobel, dass sie sich morgen ihre Papiere abholen kann. Als Chefsekretärin ist mir Privatleben nicht sauber genug. Okay, Frau Bollmann, jetzt reden Sie nicht gleich davon. Bei uns ist alles sauber zugegangen. So, auch die Komödie, die Sie mir vorgespielt haben. Was, Opa? Schämen Sie sich. Hab ich schon gemacht. Sind Sie nicht auch ein bisschen schuld, Frau Bollmann? Wer sind Sie denn überhaupt? Die Mutter von Andrea. Ach, dann wissen Sie ja wohl, mit welcher Lüge sich Ihre Tochter bei uns eingeschlichen hat. Bei Ihnen eingeschlichen hat, wollten Sie doch sagen. Sie bestimmen doch, wen Ihr Mann einstellen darf. Wer jung ist und nicht verheiratet, hat doch überhaupt keine Chance. Aber überlegen Sie mal, ob Sie auf diese Weise Ihren Mann halten können. Sparen Sie sich Ihre moralischen Belehrungen für Ihre Tochter auf. Ich weiß, was ich zu tun habe. Reizende Familie. Ich kann nicht anders. Jetzt stehe ich da und ich arbeite und im Zimmer. Na, vielleicht kann man das verlorene Geschäft bei Jäger Obst und Gemüse unterbringen. Mir geht es nicht so. In dieser Firma hat nur einer zu bestimmen. Und das ist der Jäger Senior. Ab heute heißt die Firma Jäger und Sohn. Und nicht nur auf dem Papier. Hast du was dagegen, Juniorchef? Und das mit den Orangen? Ach, längst vergessen. Schau lieber, dass du mit deiner Stiefschwester klarkommst. Sag mal, Vater, was hältst denn du von einer Tochter als Schwiegertochter? Naja, wenn es nicht gerade auf die Erbschaft aus ist. Na. Es gibt auch noch andere Gründe, die zwei Menschen zusammenbringen. Angenommen, ich nehme euer Angebot an. Was krieg ich denn dazu? Also ich tippe auf eine Reihe kleiner Jägerlein.